slišati besede o zdravju od nekoga, ki nima nekega finančnega interesa od zadaj, ki je zagotovo brez dlake na jeziku in z globokim znanjem in izkušnjami na svojem področju. Zaradi tega vas prosim, da res z enim toplim, še enkrat z enim toplim aplauzom pozdravim Roberta Franka. Erstmal vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt, etwas für die Gesundheit zu machen. Najprej hvala lepa in hvala, da ste si vzeli čas za svoje zdravje. Man sieht überall auf die Welt, die Menschen wollen das Letzte, was ihnen noch geblieben ist, die Gesundheit, auf eigene Sache übernehmen, selber machen. Torej vidi se v svetu, da ljudje še tisto zadnje, kaj imajo zdravje, hoče vzeti v svoje roke. Es ist richtig verrückt zu denken, ein Mann, der in Rumänien geboren ist, nach Deutschland ausgewandert ist, in Österreich lebt und nach Slowenien kommt, die Menschen über Gesundheit nicht aufzuklären. Torej, če pomislimo, je res noro, da človek, ki se je rodil v Romuniji, se odselil v Nemčijo, potem živi v Avstriji in sedaj prihaja v Slovenijo, da vam razkrije nekaj stvari o zdravju. Aber ich sehe auch keine Grenzen zwischen den Ländern. Wir leben auf diesem Planeten und damit müssen wir zurechtkommen. Ampak na tem planetu pravzaprav niti ne vidim nobenih mej, živimo na enem planetu in s tem moramo vsi skupaj shajati. Heutzutage vertrauen die Menschen auf die Ärzte, aber für mich in der letzten Zeit sterben zu viele Menschen und die Menschen haben Leiden und keiner wird heutzutage geheilt. Torej, vse preveč ljudi zaupajo zdravnikom, ampak kar opažamo v zadnjem času je, da vse preveč ljudi umira in to ni v redu. Darum habe ich entschlossen, Menschen aufzuklären in Sachen Gesundheit, so einfach wie es geht, so billig wie es geht, so effektiv wie es geht. In zaradi tega sem se odločil, da vam prinesem informacije, kar se tiče zdravja in to na čim bolj preprost, efektiven in pa na poceni oziroma ugoden način. Und bevor ich beginne, kann ich euch sagen, keiner in dem Saal ist krank, jeder von euch ist gesund. Torej, prva stvar, ki vam je lahko povem, nihče v tej dvorani ni bolan, vsi ste zdravi. Was ihr habt, sind Mangelzustände. Kar vam manjka, so vaši primanjkljaji v telesu. Wenn euer Kühlschrank kein Essen drin hat, dann geht ihr, ich weiß, zum Markt und kauft Essen ein, natürlich ist der Kühlschrank wieder gesund. Lahko bi tudi rekli, da je vaš hladilnik, ko je prazen, da je bolan, ampak greste v trgovino in ga spet napolnite. Na ta način je nekako spet zdrav. Wenn das Auto kein Öl hat, ist es auch nicht krank, ihr füllt Öl nach und das Auto ist auch gesund. Torej, če vašemu avtu manjka olje, ni bolan avto, ampak ga morate spet napolniti s pravilnim oljem in je spet na nek način zdrav. Nur wir können Kühlschränke gesund machen, Autos gesund machen, aber können uns selber nicht helfen. Torej, lahko pozdravimo naše avte, naše hladilnike, sami sebe pa nismo v stanju pozdraviti. Und von den ganzen Mangelzuständen, was wir haben, habe ich die 5 wichtigsten herausgesucht, was jeder 70-80% davon hat. Torej, in izmed tistih snovi, ki nam najbolj manjkajo, sem izbral 5 snovi, zaradi česar se zgodi največ okoli 80% bolezni. Eigentlich jeder von euch hat Sonnenmangel, dadurch erneuert sich der Körper nicht. Torej, skoraj vsak ima primanjkljaj sonca, zaradi tega se vaše telo ne obnavlja. Das ist Vitamin D3. To je vitamin D3. Zweitens, euer Körper besteht aus Kollagen. Torej, druga stvar je, vaša telesa so sestavljena iz kolagena. Vitamin C baut euer Kollagen auf, dadurch habt ihr euren Baustein. Torej, in vitamin C je gradnik tega kolagena, to je torej gradnik. Jeder von euch braucht eine Durchblutung, ihr habt kalte Hände, kalte Füße. Potrebujete tudi dobro prekrvavitev, lahko opazite, da imate hladne noge in pa roke. Das kann ich mit Traubenkernextrakt mit einer OPC ohne Nebenwirkungen machen. To lahko brez stranskih učinkov napravite z OPC-em, se pravi ekstraktom iz gozdnih peč. Ab 50 lässt euer Gedächtnis nach. Po 50. letu začne pešati tudi vaš spomin. Weil eure Nerven keine Nahrung mehr haben. Zaradi tega, ker vaši živci enostavno nimajo prave hrane. Dadurch werden die Füße taub, die Hände taub. In zaradi tega vam tudi otopijo roke in pa noge. Wir werden dement und inkontinent. Dobimo demenco in pa inkontinenco. Und kein Arzt verschreibt euch Vitamin B12. In noben zdravnik vam ne predpiše vitamina B12. So, das Vitamin B12 ist die 4. Säule. Torej, 4. steber je vitamin B12. Und als letztes, jeder von euch hat Schmerzen. Torej, in pa zadnja stvar je, skoraj vsak tukaj ima neke bolečine. Und man muss nicht die Schmerzen unterdrücken, sondern die Ursache herausfinden. Torej, in ne želimo nekam kot stiskati teh bolečin, ampak želimo izvedeti, kaj je njihov vzrok.
Weil euer Körper sich nicht erneuert, habt ihr Entzündungen. Zaradi tega, ker se vaše telo ne obnavlja, imate vnetja. Und diese Entzündungen tun weh. In ta vnetja vas seveda bolijo. Die meisten von euch haben 150 Gramm Schwefel im Körper irgendwann gehabt. Torej, v nekem trenutku oziroma prej v življenju ste imeli v telesu približno 150 gramov žvepla. Heutzutage habt ihr nur noch 60%. Danes imate še samo 60% te količine. Wenn ihr das auffüllt, habt ihr keine Schmerzen mehr. In ko to količino spet napolnite, nimate več bolečin. So, Schwefel ist die 5. Žveplo je 5. stvar. Eigentlich möchte ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag noch. Die Sachen findet ihr vorne. Bis zum nächsten Mal. Torej, načeloma bi vam lahko rekel, to je teh 5 stvari, ki jih potrebujete, dobite jih tam na spredaj in dejansko bi lahko s tem tudi zaključili. So spart ihr Zeit und ich Zeit. Na tak način bi vsi privarčevali nekaj časa. Aber die meisten von euch werden sagen, Herr Franz, klären Sie uns auf, warum wir die Sachen nehmen müssen. Ampak velika večina vas želi tudi slišati informacijo, zakaj je to pomembno slišati, se pravi ozaveščanje. Okay. Ich habe immer gesagt, ich kann mit OPC, mit Traubenkernerextrakt die Menschheit retten. Vedno sem trdil, da lahko z mojim OPC-om z ekstraktom iz gozdnih peč pozdravim svet. Rotwein ist eigentlich das gesündeste Lebensmittel. Najbolj zdravo živilo je rdeče vino. Aber viele Leute können kein Wein trinken. Ampak veliko ljudi niti ne more piti rdečega vina. Da hilft ein Traubenkernerextrakt aus Weinkernen. In pri tem pomaga OPC, ki je ekstrakt iz gozdnih peč, groznih. Aber die meisten von euch haben 40, 50 Jahre und haben schon Probleme, Arthrose und Osteoporose. Velika večina po 45 letih imate že probleme, imate artrozo. Ihr habt jahrelang keine Sonne gehabt. Leta in leta niste dobivali dovolj sonca. Dadurch habt ihr eure Gelenke verschlissen, ohne dass der Körper nachbaut. In po vseh teh letih so se vaši sklepi obrabili, ne da bi se ponovno spet obnovili. In Afrika gibt es keine Osteoporose, keine Arthrose. V Afriki nimamo nobene osteoporoze in nobene artroze. Keine multiple Sklerose. Tudi multiple skleroze ne. Eigentlich die Menschen sind kerngesund. Ljudje v Afriki so čili in pa zdravi. Sonne auf dem Körper bedeutet gesundes Gewebe, gesunde Organe. Torej, sonce na našo kožo, na naše telo pomeni zdrava tkiva in pa zdrave organe. Ohne Sonne entarten wir wie eine Pflanze im Keller. Torej, brez sonca se naše celice izrodijo, degenerirajo kot neka rastlina v temi. Wenn ich eine Pflanze im Keller reintue in der Dunkelheit, če damo neko rastlino, kot je ta v temo, v neko klet, da werde ich sehen, dass nach ein paar Wochen bomo videli, da po nekaj tednih die Pflanze aus den Blätterwänden rauswuchert, da bodo začeli neki izrast, ki bo začela drugače rasti ta rastlina. Auf der Suche nach Licht. V iskanju seveda svetlobe. Und genauso wuchern wir auch, weil wir wenig Licht haben. In na ta način se začne tudi neke tvorbe v nas tvoriti v našem telesu, zaradi tega, ker nimamo dovolj svetlobe. Frauen kriegen Zysten in den Eierstöcken. Ženske dobivajo ciste v svojih jajčnikih. Myome in der Gebärmutter. Myome v maternici. Bei uns wächst ein Stück Wildfleisch im Magen, Adenom. Lahko nam adenomi rastejo v trebuhu. Wir kriegen Polypen im Darm, im Dickdarm. V debelem črevesu dobimo polipe. Wir können immer zum Arzt gehen, sie rausschneiden, die kommen immer wieder. In lahko gremo vedno k zdravniku, ki pravijo, da se ne bojo nikoli več ponovili. Vitamin D3, Sonnenmangel, Vitamin D3-Mangel. Torej gre za pomanjkanje sonca, ki je pomanjkanje vitamina D3. Macht das wie innerlich und äußerlich wuchern. Povzroči, da rastemo oziroma neke tvorbe rastejo zunaj in znotraj. Innerlich verformen sich unsere Organe. Če imamo pomanjkanje, se deformirajo naši organi. Wir kriegen Krebsgeschwüre. Dobimo rakaste tvorbe. Oder gutartige Wucherungen. Dobimo tudi druge različne tvorbe. Und äußerlich werden wir dick. In na zunaj postanemo debelejši oziroma se zredimo. Unsere ganze Gesellschaft wird von Tag zu Tag immer dicker. Današnja družba je iz dneva v dan vedno debelejša. Und es kommt nicht von Burger King oder McDonald's. In to ne povzroča Burger King ali pa McDonald's. Es kommt durch Lichtmangel. To povzroča pomanjkanje sonca. Euer Gehirn ist euer Arzt. Torej, vaši umi, vaši možgani so vaši zdravniki. Habt ihr wenig Sonne, was wir die meisten von euch haben? Če imate premalo sonca, kar je pri večini primerov se zgodi, denkt euer Gehirn, ihr schläft. Si vaši možgani mislijo, da spite. Wenn ihr schläft, dann isst ihr nicht. In če bi dejansko spali, tudi jedli ne bi. Dann hat das Gehirn Angst, ihr werdet verhungern.
In takrat se naši možgani ustrašijo, da bomo dejansko umrli od pomankanja hrane. Und dann wird der Speck immer festgehalten, von Tag zu Tag immer mehr. In zaradi tega telo drži na maščobnih oblogah in jih ne spusti. Um wieder abzunehmen, In da bi lahko shujšali, braucht ihr so viel Sonne, potrebujete toliko sonca, dass das Gehirn bemerkt, ich bin unterwegs, ich esse, dadurch kann ich Fett abgeben. da vaši možgani dejansko opazijo s pomočjo zadostnega sonca, da se premikate, da jeste in da nekaj delate. Aber seit 1970 heißt es, geht nicht an die Sonne, Sonne verursacht Krebs. Ampak po letu 1970 je obveljalo, da sonce povzroča raka in zaradi tega smo se manj izpostavljali soncu. Und außerdem die Sonne, die unser Körper erneuert, ist nur zwischen 11 und 13 Uhr Mittag. In tisto sonce, ki dejansko skrbi za to, da se naše telo obnavlja, je za nas pomembno samo med 11. in 13. uro. In der Früh und am Abend werdet ihr braun, Torej, zjutraj in pa zvečer sicer pridobite nekaj barve na koži, aber Mittag zwischen 11 und 13 Uhr ist das körpereigene Vitamin D3, ampak med 11. in 13. uro telo izgrajuje svoj lasten vitamin D3, weil wir so eine schwache Haut haben, zaradi tega, ker imamo dejansko slabotno kožo že. können wir uns der Sonne gar nicht aussetzen. Se dejansko, zaradi tega, ker je naša koža že toliko slaba, se dejansko ne moremo več izpostavljati soncu Deshalb könnt tistih ihr ur. Haut weiter schützen, Zaradi tega lahko vašo kožo še dalje ščitite, aber ihr könnt innerlich Vitamin D3 nehmen. ampak peroralno, se pravi notranje, pa lahko vnašate vitamin D3. Der Körper macht keinen Unterschied, ob ich auf der Haut Steine oder innerlich nehme oral. Torej, vaša koža ne dela, vaše telo ne dela razlike med tem, če ste dobili vitamin D3 preko kože ali pa peroralno. Wie wichtig Vitamin D3 ist, haben Mediziner herausgefunden. Torej, kako pomemben je vitamin D3, so ugotovili zdravniki oziroma medicina. Würde jeder von euch täglich 10 Tropfen Vitamin D3 nehmen, Če bi vsak dnevno jemal po 10 kapljic vitamina D3, würden 60% aller Arztbesuche gar nicht mehr stattfinden. se 60% vseh obiskov pri zdravniku ne bi več zgodilo. Bedeutet, ihr hättet nicht nur 60% mehr Freizeit, Torej, ne pomeni samo, da bi imeli 60% več prostega časa, wir hätten 60% aller Arztkosten wieder in unserer Tasche. 60% vseh stroškov, ki jih damo ven za zdravstveno blagajno, bi se vrnilo nazaj v naše žepe. In Deutschland sind das 330 Milliarden Kosten. V Nemčiji je to 330 milijard Wir hätten 200 Milliarden wieder zurück in 200 milijard bi se vrnilo nazaj k ljudem und würden nicht sterben in ne bi umirali und kein Gift essen. in ne bi jedli strupov. Merkt euch, die ganzen Tabletten, was da verschrieben werden von den Ärzten, Torej, zapomnite se, vsa zdravila, ki jih predpisujejo zdravniki, machen den Körper süchtig postane telo od njih odvisno. und Drogensucht ist nichts gegen Medikamentensucht. In odvisnost od drog ni nič v primerjavi z odvisnostjo od zdravil. Ganze Nationen nehmen Medikamente, Torej, cele nacije, celi narodi jemljajo zdravila, sind medikamentensüchtig. so odvisni od zdravil. Ich habe eine Frau von der Schweiz gehabt, die hat 36 Tabletten täglich genommen. Spoznal sem žensko v Švici, ki je dnevno morala vzeti 36 tablet. Jeder normale Mensch ab 50, 60 nimmt zwischen 6 und 15 Tabletten. Torej, vsak normalen človek med 50 in 60 letom vzame nekje do 15 tablet. Da frage ich mich, für was sollen die gut sein? In potem se jaz vprašam, zakaj bi naj bile vse te tablete dobre. Und da wollten die Leute auch noch Bio essen, In potem bi radi ljudje jedli bio, obwohl sie selber eine wandelnde Gifthalde sind. čeprav so oni sami en velik strupen odpad. Erstmal selber Bio sein, bevor man es Bio verlangt. Torej, najprej postanite sami bio, preden boste začeli tudi jesti bio. Ich war das letzte Mal mit 13 beim Arzt, jetzt bin ich 57. Torej, nazadnje sem bil pri zdravniku, ko sem bil star 13 let, sedaj pa sem star 57. Das sind 44 Jahre ohne Arzt. To je 45 let brez zdravnika. Und da draußen in der Natur gibt es keine Krankenhäuser, In v naravi zunaj ne obstajajo nobene bolnišnice, keine Krankenkasse, tudi zdravstveno zavarovanje keine ne, Ärzte. in tudi zdravniki ne. Es gibt nur Leben oder Tod. V naravi obstaja le življenje ali smrt. Und was wir machen, wir spielen mit Tabletten. In kaj mi delamo? Mi se dejansko igramo z Und tabletami. dadurch spielen wir mit unser Leben. In na ta način se igramo tudi z našimi življenji. Okay.
Obwohl 80–90% der Leute Vitamin D3-Mangel haben. In čeprav ima 80 do 90 odstotkov ljudi primanjkljaj vitamina D3, Auch in Slowenien. tudi v Sloveniji, Nur 1% der Ärzte verschreibt Vitamin D3. samo 1% zdravnikov dejansko predpisuje vitamin D3. Weil sie wissen, Vitamin D3, der Sonnenmangel ist das Letzte, womit die Leute klein halten können. Zaradi tega, ker to je dejansko zadnja stvar, ki jo ljudje vejo, ampak z tem dejstvom lahko dejansko držijo ljudi v šahu. Vitamin D3 aktiviert 2000 Gene in euer Körper. Vitamin D3 aktivira 2000 genov v vaših telesih. Es ist zuständig für gesunde Haut, Odgovorno je za zdravo kožo, gesunde Verdauung, za zdravo prebavo, tolle Knochen. za dobre kosti. Eigentlich alle Körperfunktionen werden durch Sonne gesteuert. Torej vsi življenjski in pa telesni procesi so nekako, se manevrirajo z pomočjo sonca. Es gibt auch keine Tabelle, dass ich sage, okay, ich war 10 Jahre und nach 10 Jahren beginne ich zu nehmen. Wie? Es gibt keine Tabelle, wo ich weiß, dass nach 10 Jahren fallen die Haare aus, nach 20 Jahren gehen die Knochen kaputt. Torej in tudi nobena tabela, nobena lista ne obstaja, ki bi rekla, aha, po 10 letih začnejo spadati recimo lasje, po tolkem in tolkem času začne neka druga funkcija spet pešati. Bei jedem von euch hat das Gehirn verschieden erschienen, was er macht. Pri vsakem izmed vas so možgani tisti, ki se odločijo, katera funkcija bo prva začela pešati. Manche von euch haben gesunde Knochen, aber kaputten Darm. Torej, veliko od vas recimo ima zdrave kosti, ampak imajo recimo težave z prebavili. Andere von euch haben gesunden Darm, aber kaputte Knochen. In nekateri mogoče imate zdravo črevesje, imate pa mogoče probleme s kostmi. So dass durch Sonnenmangel arbeitet unser Körper nicht. Torej, zaradi primanjkljaja sonca naša telesa ne delujejo pravilno. Vitamin D3 ist zuständig für 80 Mangelzustände. Torej, pomanjkanje vitamina D3 lahko sproži okoli 80 primanjkljajev oziroma posledično bolezni. Angefangen von Hautkrankheiten, Neurodermitis, Torej, začne se lahko pri boleznih kože, neurodermitisu, Darmkrankheiten, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, kolitis ulceroza, morbus Crohn, to so obolenja črevesja, Arthrose und Osteoporose, artroza, osteoporoza. ja nicht durch Spritzen gesund, sondern durch Vitamin D3. In s tem ne boste ozdravili z injekcijami, ampak z vitaminom D3 Vitamin K2. in vitaminom K2. So, das seht ihr, Sonne ist für mich das Wichtigste und deshalb muss jeder von euch Sonne tragen. Torej, vidite, zame je sonce tisto najpomembnejše in zaradi tega morate dobiti sonce v vaše telo. Und die ganzen Urlaube, was ihr gemacht habt mit Sonnenschutzcreme, haben auch nicht viel gebracht. In vsi ti dopusti, kjer ste šli na dopusti in ste se zaščitili s sončno kremo, vam dejansko niso ga veliko pomagali. Wenn ich Creme draufstelle auf meinen Haut, Lichtschutzfaktor 15, ist im Körper 99% dunkel. Torej, če se namažete z zaščitnim faktorjem 15, ste dejansko povzročili 99% temo že za vašo kožo. Deshalb muss jeder anfangen, Vitamin D3 zu nehmen. In zaradi tega morate nujno začeti jemati vitamin D3. Viele werden sagen, Herr Franz, da scheint die Sonne auch jetzt draußen. Pa boste rekli, saj zunaj sije sonce pri nas. So, ich meine, diese Sonne reicht nicht. Pa vam povem, da to sonce dejansko ne zadostuje. Der Sonnenspiegel bei den Menschen kann man messen, ist zwischen 40 und 90 Nanogramm. Torej dejansko lahko izmerimo nivo vitamina D3 v našem telesu, ki mora znašati nekje med 40 in 90 nanogramov na mililiter. 60 Nanogramm wäre ein normaler Spiegel bei den Menschen. Torej okoli 60 bi bil nek normalni nivo v človeškem telesu. Und die meisten Menschen haben nicht 60, nicht 50, Ampak večina ljudi nima vrednosti 60 ali 50, nicht 40, nicht 30, ne 40 in tudi ne nicht 30, einmal 20. niti 20 nimajo nivoja v telesu. Die meisten von euch sind unter 18. Večina izmed vas ima nivo vitamina D3 v telesu pod 18. Dadurch seid ihr alle im Winterschlaf. In zaradi tega so vaša telesa kot v nekakšnem zimskem spancu. Ihr seid müde, abgeschlagen, depressiv. Ste pobiti, ste utrujeni, depresivni. Depressionen kommen auch von Sonnenmangel. Depresije so tudi nekaj, kar povzroči pomanjkanje vitamina D3. Und nicht durch einen bösen Ehemann oder böse Gesellschaft. In tega ne povzročajo nesramni možje in pa nesramni svet okoli vas. Statt euch Sonne zu geben, gibt euch die Pharmaindustrie Psychopharmaka. In namesto, da bi vam farmacija oziroma da bi si privoščili sonce, vam farmacija prepiše psihofarmakološka sredstva. Und dadurch springen die Leute von der Brücke und lassen ihre Familie im Stich.
In posledica tega je, da marsikdo skoči tudi naredi samomož, skoči iz mosta in pusti svojo celo družino za sabo. Außerdem die Pharma missbraucht eure Arbeitskraft. Farmacija tudi izrablja vašo delovno moč. Das ganze Geld, was ihr bezahlt, Vsa ta denar, ki ga plačujemo, von einem Teil davon werden bare Medikamente gemacht. Samo z enim delom tega denarja se dejansko izdelujejo. Mit dem Rest werden Regierungen bestochen. Z velikim delom pa se dejansko podkupujejo vlade. Weil die Pharmakonzerne nicht Gewinne wie ein normaler Unternehmer. Ker dejansko farmacija nima enakih dobičkov, kot pa jih imajo druge firme v drugih branžah. Die verdienen nicht 1 zu 2,5. Oni ne zaslužijo 1 proti 2,5. Wenn ich jetzt ein Produkt mache für 1 Euro, was kann ich von euch verlangen? Torej, če jaz naredim nek izdelek za 1 evro, kaj lahko pričakujemo, koliko denarja lahko pričakujemo od vas nazaj? 10.000, 100.000? 10.000, 100.000? Nein, 2,50 Euro. Ne, 2,5 € lahko nazaj pričakujemo. Mit 1 Euro mache ich ein neues Produkt. Z 1 evrom napravim spet nov produkt. 50 Cent für meinen Mitarbeiter. 50 centov gre mojim sodelavcem. 50 Cent für mich. 50 centov meni. Und 50 Cent spende ich an die Gesellschaft. In 50 centov gre na družbi. Die Pharma gibt sich mit dem nicht zufrieden. Farmacija pa s tem seveda ni zadovoljna. Beim Prozac, beim Psychopharmaka Pri Prozacu recimo verdient die Pharma 1 zu 600.000. farmacija zasluži 1 proti 600.000. Bedeutet, ich gebe euch 1 Euro To pomeni, jaz dam vam 1 evro und jeder von euch muss 600.000 zurückbezahlen. in vsak od vas mora meni plačati nazaj 600.000. Zusammen schaffen wir es, Skupaj nam to lahko uspe, aber wenn ihr denkt, ihr geht arbeiten, ampak če si mislite, da greste na svoje delo einer nimmt euch das Geld von der Tasche, in vam nekdo jemlje vaš denar, bedeutet, du mit meinem Geld finanzierst den Tod von meiner Tochter, pomeni, da z vašim denarjem financirajo smrt od nekogašnje hčerke. und ich mit meinen Beiträgen töte deinen Sohn. In z nekimi drugimi prispevki spet lahko ubijemo sina nekoga drugega. Und darum muss es einmal aufhören, es sterben zu viele Menschen. In to se mora nehati, namreč umira vse preveč ljudi. Weltweit sind es 7 Millionen. Po vsem svetu je številka 7 milijonov. Slowenien hat 2 Millionen Einwohner. Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, Bedeutet, jedes Jahr sterben dreimal die ganze Einwohnerzahl von Slowenien weltweit. se pravi, da po svetu umre vsako leto trikratno prebivalstvo Slovenije. Es werden ganze Völker ausgelöscht. V bistvu se na tak način lahko zbriše cele narode Und wir helfen dabei mit. in mi pri tem celo pomagamo. Unbewusst. Nevede. Und deshalb bin ich bereit, die Menschen aufzuklären, dass weniger sterben und erstmal, dass ihr wieder Lebensqualität habt. In zaradi tega sem pripravljen ozaveščati, da boste dobili nazaj nekaj življenjske kvalitete. Man kann viel über Ernährung erzählen, Lahko se veliko pogovarjamo o zdravi aber prehrani, mit der Ernährung schafft ihr es nicht. ampak samo s prehrano vam to ne more uspeti. Das sind auch viele Vegetarier und wie auch immer, Veliko vegetarijancev je tukaj med nami tudi, aber die haben selber Probleme, ampak imajo tudi oni svoje lastne probleme. weil Vegetarier B12-Mangel haben. Zaradi tega, ker vegetarijanci imajo pomanjkanje vitamina B12. Und da habe ich gesagt, ich mache so ein Fundament mit 3-4 Sachen, damit werden die Menschen gesund. In zaradi tega sem rekel, da želim povedati, kaj so tisti stebri oziroma tiste glavne stvari, zaradi česar bomo postali bolj zdravi. Um wieder gesund zu werden, braucht ihr ein Fundament und nicht einzelne Mittel. Torej, da bi postali zdravi, potrebujete temelj in ne neke posamezne stvari. Ihr braucht Sonne, um wieder im Leben zu sein, einen Lebenspunkt zu haben. Torej, potrebujete sonce, potrebujete tisti žarek sonca, se pravi tisto iskrico v vas. Braucht eine Durchblutung. Potrebujete dobro prekrvavitev. Ihr braucht die Baustoffe, eure Bausteine, aus was ihr besteht, sonst kann der Körper nicht aufbauen. Torej, potrebujete gradnike v telesu, sicer telo nima na čem graditi. Ihr müsst mental stark sein, Torej, mentalno mora biti močni in stabilni. weil ihr Leben gefordert sein, im Beruf und im Alltag. Zaradi tega, ker dejansko vsakodnevno življenje od vas nekaj zahteva. Und geistige Behinderung ist viel schlimmer als physische Behinderung. In mentalna zaostalost je veliko bolj huda stvar kot pa fizična prizadetost. Wenn ihr dement seid, ist das tollste Haus nicht mehr die tollste Frau, tollste Auto, habt ihr vom Leben gar nichts mehr. In če ste dementni, vam vse, kar imate odličnega moža ali ženo, fantastično hišo, nič vam več ne koristi. Durch Vitamin B12, die Nervennahrung, bleibt ihr fit mit dem bis im hohen Alter. Torej, in z vitaminom B12 ostanete fit tudi v visoko starost.
80% haben B12-Mangel. 80% ljudi ima pomanjkanje vitamina B12. Und kein Arzt macht euch aufmerksam und sagt, nimm B12. Ampak tega vam seveda ne pove noben zdravnik. Warum bezahlen wir da Milliarden für was? Torej, zakaj pravzaprav plačujemo vse te milijarde? Können wir uns sparen. Lahko bi v bistvu to tudi opustili. Deshalb benutzt eure Krankenkassenkarte, wie auch immer, für den Unfallwahl, um euch zusammenzunähen. Torej, vaše zdravstvene izkaznice uporabljate samo zato, da vas zdravniki ob kakšni nesreči ponovno sešijejo skupaj, Um Knochen zusammenzuschrauben. da vam ponovno nastavijo kosti, če so zlomljene. Aber alles andere könnt ihr selber machen. Vse ostalo pa lahko naredite sami. So ist der Vitamin D3. Sie haben herausgefunden, während deines Urlaubs dankt jeder von euch 400.000 Einheiten. Torej, za vitamin D3 so ugotovili, da v roku enega dopusta vsak napolni telo z 400.000 enotami. Und das braucht ihr, um aus dem Keller, aus der Dunkelheit rauszukommen. In to je tista količina, ki jo potrebujete, da se iz svoje temne kleti spet dvignete v življenje. 400.000 Einheiten vergleicht nicht mit 400.000 Euro. 400.000 enot ne enači za 400.000 evri. Die Medizin hat die paar Mikrogramm umgewandelt in Einheiten, damit die Leute Angst haben. Medicina je te mikrograme spremenila v enote, zaradi tega, da zaradi večjih številk se tudi malo bolj strah imajo. Ein Kind kriegt bei der Geburt, wenn es weiche Knochen hat, Rachitis, 400.000 Einheiten auf einmal und hat nur 3,5 Kilo. Torej, dojenček, ko se rodi zaradi mehkih kosti, zaradi rahitisa, naenkrat dobi točno to enoto, torej 400.000 enot. Durch Sonne ist noch keiner gestorben. In zaradi sonca še nihče ni umrl. Als Beispiel sage ich euch, warum kriegen die Kinder bis 1 Jahr Vitamin D3? In razložim vam bo, zakaj otroci do 1. leta starosti dobivajo vitamin D3. Überall in Österreich, in Deutschland, überall kriegen die Kinder bis zu 1 Jahr, kriegen sie 800 Einheiten Vitamin D3 und nach 1 Jahr wird sofort gestoppt. Torej, 800 Einheiten. Torej, sedaj bomo govorili o 800 enotah. Torej, zakaj se otrokom do 1 leta daje ta količina, potem pa se pri 1 letu naenkrat to zaustavi? Brauchen 3-jährige Kinder, 10-jährige oder Erwachsene keine Sonne? Torej, ali 3-letni, 7-letni ali odrasli ljudje ne potrebujejo več sonca? Und dann passiert das nach 17, 18 Jahren, wenn die Kinder zu mir kommen zum Vortrag, ich formiere chronische Patienten ab. In potem se zgodi, da 18-letniki pridejo k meni na moje predavanje in že imamo kronične pacijente na predavanjih. Junge Mädchen haben Endometriose, der ganze Unterleib ist verwachsen. Imamo mlade deklice, ki imajo že zaraščen cel spodnji del trebuha. Junge Mädchen und Jungs haben Diabetes. Fantje imajo diabetes. Die Bauchspeicheldrüse setzt aus. Slinavka je nehala delovati. Und das bekommen auch die meisten Menschen, wenn sie Diabetes Typ 2 bekommen. Ohne Sonne produziert ihr kein Insulin mehr. Torej, in ko se razvija diabetes tipa 2, dejansko telo več ne proizvaja insulina. Würde aber rauskommen, dass die Kinder ab 1 Jahr keine Sonne bekommen, würden Haufen Säuglinge sterben. In dejansko, če otroci po 1 letu več ne bi dobili nikakršnega sonca, bi dejansko umrli. Weil die Mütter so leer sind, sie können ein Kind nichts mehr geben. Ker dejansko matere, ko nosijo otroke, so tako izpraznjene hranilnih snovi, da dejansko otroku ne morejo dati več nič dalje. Da wird ein riesen Skandal geben, dann wird herauskommen, dass die ganze Menschen Vitamin D3 brauchen. In nastal je velik škandal, kjer bi se ugotovilo, da dejansko gre za pomanjkanje vitamina D3. Und so hätten die meisten von euch seit der Kindheit Vitamin D3 genommen. In na ta način, če se bi to izvedelo, bi že od malega imeli vitamin D3. Hätte keine von euch ein künstliches Kniegelenk. In nihče od vas ne bi imel umetnih sklepov, Keine hätte Arthrose. nihče ne bi imel artroze, Keine hätte einen Darmkrank. noben ne bi imel bolelega črevesja. Wahrscheinlich wird der Saal leer sein. Verjetno bi bila ta dvorana sedaj prazna. Ich sage, 80 Jahre haben sie uns genug verdient, 80 Jahre. Pravi, 80 let je bilo dovolj, da so nas imeli za norca. Bis 1930 war gar keine Medikamente. Do leta 1930 nismo imeli sploh nobenih zdravil. Und in 80 Jahren bis 2010 In v 80 letih do leta 2010 hat sich eine riesige Industrie entwickelt. se je razvila ena ogromna industrija. Nur heutzutage wollen die Körper keine Chemie mehr, keine Medikamente. Ampak danes naša telesa več nočejo kemije. Weil unsere Welt alle 80 Jahre sich immer ändert. Alle 80 Jahre kommt immer wieder dasselbe.
Zaradi tega, ker se ciklusi na tej zemlji menjajo na 80 let in to se je sedaj tudi zgodilo. Bedeutet, 80 Jahre haben wir Gift gegessen, die nächsten 80 essen wir Natur. In to pomeni, da zadnjih 80 let smo jedli kemijo in pa strupe, sedaj pa bomo jedli naravne stvari. Haben die Pharmakonzerne auch bemerkt. To so opazili tudi farmacevtski koncerni. Und darum sind so viele Naturprodukte in der Apotheke. In zaradi tega vedno več naravnih proizvodov najdemo tudi v naših lekarnah. Auf einmal, aber dann wenigstens sollen sie auch die Wirkstoffe richtig reingeben, nicht unterdosieren. Pravim, to sicer je že nekaj, ampak vsaj bi naj navedli tudi prave doziranje, zaradi tega, ker je doziranje na teh sredstvih napisano z premalimi številkami. Würden diese Menschen diese Naturmittel ein halbes Jahr nehmen, če bi vsi ti ljudje imeli pol leta te naravne preparate, könnten die Apotheken schließen und die Arztpraxen auch. bi lahko lekarne in pa zdravniki zaprli svoje prakse oziroma svoje ordinacije. Okay, bleiben ein paar Jobs auf der Strecke. Mogoče bi s tem izgubili nekaj služb, Ja, aber keine Lust, dass meine Mitmenschen tot therapiert werden. ampak ni mi do tega, da moji soljudje, da jih terapirajo do smrti. Außerdem trägt ihr die ganze Verantwortung, für was sie machen. Pravzaprav pa tudi vi sami nosite lastno odgovornost za svoje lastno zdravje in pa življenje. Wenn einer von euch durch eine Operation stirbt, kriegt er gar nichts. In če potom neke operacije umrete, ne dobite nazaj nič. Wenn einer durch Medikament kriegt, auch nichts. In če umrete zaradi vpliva zdravil, tudi ne dobite nobene odškodnine. Bedeutet, wir zahlen Milliarden. Pomeni to, plačujemo pravzaprav milijarde. Und wenn der Familienvater stirbt, bleibt die Frau ein Sozialfall. In če družinski oče umre, družina lahko ostane na socialni podpori. Deshalb muss sich auch ändern. Wir werden auch impotent gemacht. Die Pharmaindustrie. Torej postajamo impotentni, se pravi nesposobni življenja zaradi farmacije. Die meisten von euch nehmen Blutdruckmittel Veliko vas jemlje tudi sredstva za zniževanje krvnega pritiska ohne Diagnose. in to brez diagnoz. Wenn ihr zum Arzt geht und Blutdruck habt, Če greste k zdravniku in imate povišen krvni pritisk, da steht auf euren Zettel, piše na lističu, steht eine essentielle Hypertonie. vam piše esencialna hipertonija. Essentiell bedeutet, Esencialno pa pomeni, ich weiß gar nicht, wo du Blutdruck hast, pojma nimam, zakaj imaš povišen krvni pritisk, auf Lateinisch, v latinščini, nicht Slowenisch, ne slovensko, aber ich habe ein paar Tabletten für dich. ampak ima pa nekaj tablet, ki ti jih lahko predpišejo. Wenn einer von euch schwaches Herz hat, Če ima nekdo slabotno srce, wissen Ärzte auch nicht, warum er schwach ist, zdravniki tudi ne vejo, zaradi česa je oslabljena, dann hast du eine idiopathische Kardiomyopathie. imate idiopatsko kardiomiopatijo. Idiopathisch bedeutet auf Griechisch, Idiopatsko pomeni v grščini. ich weiß nicht, von wo dein Herz schwach ist, Pojma nimam, zakaj je tvoje srce slabotno, aber wieder ein paar Tabletten für dich. ampak spet imam nekaj tablet, ki jih ti lahko ponudim. Das seht ihr, wir nehmen Tabletten ohne Diagnose, die Ärzte wissen gar nicht, Torej vidite, jemljemo tablete kar brez diagnoz in zdravniki nimajo pojma, was wir haben. kaj nam pravzaprav je. Sie wissen bei sich selber nicht, was sie haben. Tudi sami pri sebi ne vejo, kaj jim pravzaprav je, se pravi, kakšne bolezni imajo. Ihr geht zum Arzt und habt Diabetes. Greste recimo k zdravniku, imate diabetes, Der Arzt hat auch Diabetes, hat Asthma, tudi vaš zdravnik ima recimo diabetes in pa astmo, hat Arthrose, ima artrozo, aber er sagt, ich mache dich gesund. ampak vam obljublja, da bo pa vas pozdravil. Kranke Menschen machen dich gesund. Torej, bolani ljudje ne zdravijo drugih ljudi. Und deshalb sind leere Versprechungen. In to so zame samo prazne obljube. Deshalb, jeder kann sein eigener Arzt sein. Torej, zaradi tega vam pravim, da vsi lahko postanete svoji lastni zdravniki. Darum empfehle ich den Menschen mindestens einen Monat die Produkte zu nehmen. Zaradi tega priporočam ljudem, da vsaj en mesec jemljajo te produkte Und nach einem Monat seid ihr neue Menschen. in po enem mesecu boste nov človek. Ihr habt eine Lebensfunke, Imate to življenjsko iskrico v ihr habt eine sebi, Verdauung, imate dobro ihr habt prebavo, tolle Haut, imate lepo kožo, eure Haare wachsen, vaši lasi ihr rastejo, habt keine kalte Hände, kalte Füße, imate več hladnih rok in nog, ihr habt ein starkes Immunsystem. imate dober imunski sistem. Genauso sind wir geboren. Wir haben eine natürliche Gesundheit. In točno tako smo se tudi rodili. Imamo torej po naravi že dobro zdravje. Jetzt sagen viele, wie viel Vitamin D3 ich brauche. Torej sprašujete se, koliko vitamina D3 pa pravzaprav potrebujete. Genau wie ein Auto, ich muss das mal auftanken. Torej, prav tako kot pri avtu morate vaše telo spet napolniti z nekimi Da stvarmi. kann jeder von euch 10 Tage 40 Tropfen nehmen, Lahko vsak izmed vas 10 dni jemlje po 40 kapljic 40 Tropfen täglich. in to 40 kapljic dnevno. Auf eine Scheibe Brot Lahko date recimo na kos kruha und
danach lebenslang 10 Tropfen. In potem doživljenjsko vsak dan dalje po 10 kapljic. Das ist die tägliche Sonne, die euch da in Slowenien fehlt. To je tista dnevna doza sonca, ki vam dnevno manjka. Und dann haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, würde jeder von euch 10 Tropfen nehmen. In ameriški znanstveniki so ugotovili, da če bi vsak od vas imel po 10 kapljic vitamina D3, würden 60% aller Schlaganfälle gar nicht mehr stattfinden. da se 60% kapljic sploh več ne bi zgodilo. Da fragen Sie, was hat der reine Schlaganfall zu tun? Pa boste vprašali, kaj pa ima pravzaprav vitamin D3 veze z kapjo? Kann ich euch erklären. Pa vam bom razložil. In dem Moment, wo ihr wenig Sonne habt und wenig D3, V trenutku, ko imate pomanjkanje vitamina oziroma sonce in pa vitamina D3, denkt das Gehirn, ihr schläft. vsi vaši možgani mislijo, da spite. Wie schnell muss das Blut fließen, wenn ich schlafe? In kako hitro mora dejansko vaša kri teči, če spite? Ganz, ganz langsam. Zelo, zelo počasi. Dadurch kann es verklumpen und ich kriege einen Schlaganfall. In na ta način, ko kri teče počasi, se lahko tudi strdi in lahko umrete. Nehmt ihr aber Vitamin D3, Če pa jemljete vitamin D3 habt hohen Sonnenspiegel, in imate visok nivo, fließt das Blut in 3 Sekunden Herz-Gehirn zurück. lahko vaša kri steče v 3 sekundah od srca do možganov in spet nazaj. Schaut mal, wie schnell das geht. Poglejte, kako hitro gre to. 21, 22, 23. Da entsteht kein Blutgerinns. Torej pokazal vam zmes, kakšno hitrostjo pride kri od srca do možganov in spet nazaj in v takšni hitrosti ne morejo nastati krvni strdki. Bedeutet, in Deutschland sind 250.000 Schlaganfälle. V Nemčiji se zgodi 53.000 kapli, 125.000 Menschen sterben. 125.000 ljudi zaradi teh umre. Jeder zweite stirbt, einer stirbt, einer überlebt. Torej vsak drugi umre, se pravi en preživi, en pa umre. Würden die Menschen D3 nehmen, Če bi ljudje imali vitamin D3, würden 90.000 Menschen am Leben sein. bi 90.000 ljudi ostalo pri življenju. Und genau bei 2 Millionen Slowenen In to pri 2 milijonih ljudi v Sloveniji pomeni, würden 1000 Menschen nicht mehr an Schlaganfall sterben. 1000 ljudi ne bi več umrlo zaradi kapi. Jeder Mensch ist schon zu viel, In tudi en človek je že preveč. überhaupt wenn in deiner Familie das passiert. Sploh, če se to zgodi ravno v vaši družini. Und da sage ich nochmal, nehmt 10 Tage 40 Tropfen, Torej še enkrat vam zatorej rečem, ein Tropfen an 1000 Einheiten, 10 dni jemljete 40 kapljic, ena kapljica ima 1000 enot. bedeutet 10 Tage 40.000 To pomeni, v 10 dneh je to 40.000 enot und nach 10 Tagen stoppen, nicht mehr 40 Tropfen in po 10 dneh se ustavite, ne več 40 kapljic, und nehmt 10 Tropfen weiter. ampak dalje jemljete samo še 10 kapljic. Dadurch seid ihr im Leben. To pomeni, da ste polno v življenju. Und soll ich euch sagen, warum ihr Blutdruck habt? Weil die erste Ursache ist Blutdruck. Torej vam lahko povem, zakaj imate povišen krvni pritisk. Die Ärzte wissen das nicht. Zdravniki tudi tega ne vedo. Aber ich kann euch sagen, die Russen haben mal herausgefunden, wenn eine alte Frau, die ist rausschiebt an der Sonne, Ampak Rusi so ugotovili, da če starejšo gospo peljete ven na sonce, geht der Blutdruck um 10% runter für eine ganze Woche. se krvni pritisk za 10% zniža za celoten teden. Okay, ich sage euch, wieso ihr Blutdruck habt. Die Sonne scheint da vor der Haut. Torej povedam vam bom, zakaj dobite povišen krvni pritisk. Namreč sonce sije na vašo kožo, Vitamin D3 unter der Haut, vitamin D3 se tvori v vaši plus Magnesium in skupaj z magnezijem, über die Nahrung ki ga dobite preko hrane oder oral eingenommen, ali s peroralno uporabo, erzeugt Calcium. skupaj tvorita kalcij. Calcium braucht wer am meisten? Euer Herz. In kaj potrebuje kalcij najbolj, to je vaše srce. Das Herz macht Calcium, Magnesium. Calcium, Magnesium. Torej, srce se krči in pa sprošča s pomočjo kalcija in pa magnezija. Aber eure Hände und Füße verbrauchen auch Calcium, Magnesium, Ampak tudi vaše roke in noge potrebujejo za delovanje. weil sie am Herz angeschlossen sind. Zaradi tega, ker so povezani z srcem. Das Gehirn muss entscheiden, wer das wenige Calcium bekommt. In vaši možgani se dejansko morajo odločiti, kdo bo tisto, kateri del telesa bo tisto malo kalcija, ki ga imate v telesu, pravzaprav dobil. Euer Herz kriegt Calcium, Seveda se odloči za vaše srce, da dobi und eure kalcij. Hände und Füße werden zusammengezogen, zusammengedrosselt. Vaše roke in pa noge pa telo zakrči. Dadurch pumpt das Herz weiter, Na ta način vaše srce seveda črpa kri dalje, eure Füße sind zu,
Vaše roke, vaše noge se zakrčijo, vaše roke se zakrčijo. Wo soll das Blut hingehen? In kam naj dejansko kri še sploh teče? Euer Blutdruck geht hoch. Vaš krvni pritisk se seveda poveča. Und ihr habt kalte Hände, kalte Füße. Vi pa imate hladne roke in pa noge. Was müsst ihr erst machen? Euer Blutdruckmittel geben? Torej, kaj bi naj napravili vaši zdravniki? Vam dejansko dali sredstva za zniževanje krvnega pritiska? Nein, die Ärzte müssen wieder eure Füße öffnen, eure Hände öffnen. Ne, zdravniki bi dejansko morali odpreti spet površino vaših rok in pa nog. Und euch die Fläche geben, die ihr früher gehabt habt. In vam dejansko vrniti površino v telesu, ki ste prej imeli v rokah in nogah. Die Ärzte machen das nicht Zdravniki pa tega seveda ne počnejo. und machen den größten Fehler, sie fallen an Herz runter. In naredijo še večjo napako, spravi največjo napako, da znižajo vaš krvni pritisk. Und dadurch habt ihr nicht mehr so viel Durchblutung. In na ta način še niti tisto malo prekrvavitvo, kar ste prej imeli, več nimate. Die Frauen kriegen Thrombosen Ženske dobijo za to trombozo und die Männer werden impotent, in moški postanejo impotentni. weil sie keine Durchblutung mehr haben. Zaradi tega, ker v telesu dejansko ni več prekrvavitve. Da kommen zu mir junge Kerle mit 26 Jahren und sagen, Herr Franz, meine Freunde werden mich verlassen. In k meni dejansko hodijo 26-letni moški in pravijo, gospod Franc, pomagajte mi, moja dekle me želi zapustiti. So, das merkt ihr, die Pharma nicht, dass wir tot operiert werden, Torej, zapomnite si, ne želimo, da nas operirajo do smrti, vergiftet werden. ne želimo biti zastrupljeni, Wir werden auch für unser Geld impotent gemacht. ampak za naš lasten denar nas tudi delajo impotentne. Und Sex ist wichtig in der Ehe. In spolnost je dejansko zelo pomembna v zakonu Dadurch geht der Frau oder die Mann weg. in na ta način nas lahko partnerji zapuščajo. Wisst ihr, wer auf der Strecke bleibt? In veste, kdo izvisi pri tem? So kleine Kinder, so klein und so klein. Otroci različnih starosti. Bedeutet, die Pharma zerstört auch unsere Familie, unser soziales Umfeld. To pomeni, da farmacija dejansko dela samo tudi našim in razdira naše družine in naše socialno okolje. Und wenn wir keine Verantwortung übernehmen, geht es weiter und weiter. In če mi ne prevzamemo odgovornosti, se bodo stvari samo nadaljevali in nadaljevali. Darum ist die Zeit, dass ihr keine Angst mehr habt. Zaradi tega je pomembno, da niste več prestrašeni, So schnell stirbt man nicht. ker tako hitro ne umiramo. Die letzten 28 Jahre ist keiner Naturmittel gestorben. V zadnjih 28 letih še nihče ni umrl zaradi naravnih preparatov. Und darum ist das Erste, was ihr machen müsst, erstmal Sonne tanken. Torej, prva stvar, ki jo morate narediti, je, da se napolnite s soncem. Schafft ihr mit Vitamin D3-Präparat. In to vam lahko uspe za preparati vitamina D3. Ich kann euch sagen, nur als Beispiel, ich brauche eine Pflanze, Torej, lahko vam povem kot primer. dann nehme ich, das ist die Tür, die Kellertür, Torej, povedam vam na primeru tisto rastlino, tole pa predstavlja vrata. irgendwann nach 30, 40 Jahren hat jeder von euch, ist nicht krank, hat, Po 30-40 letih v kleti niste bolani, ihr habt Mangelzustände. ampak imate samo primanjkljaje v vašem telesu. Ihr habt eure ersten braunen Blätter im Keller. In v kleti se seveda napravijo oziroma se pojavijo prvi rjavi listi. Manche haben Arthrose, Nekateri imate artrozo, andere haben kaputte Gedärme. nekateri imate bolečine oziroma okvarjeno. Was macht ihr? Geht zum Arzt. Kaj se zgodi? Greste k zdravniku. Kellertür geht auf, Odprete vaša vrata kleti, geht die Treppe hoch greste po stopnicah seveda gor und kommt beim Arzt an. in pridete k zdravniku. Wisst ihr, was der Arzt sagt? Du bist krank. In veste, kaj vam poreče zdravnik? Rečete, vi ste pa bolani. Sind 30 Jahre nur so eine Krankheit oder Mangelzustand? A pomeni 30 let brez sonca bolezen ali primanjkljaj v telesu. Was muss der Arzt eigentlich machen, das Erste, wenn ihr zum Arzt geht? In kaj bi moral zdravnik najprej narediti, ko pridete k njemu? Muss sagen, pass auf, der Arzt muss sagen, du warst 30 Jahre ohne Sonne, Mora bi zdravnik reči, pazi, 30 let ste bili, dein Körper geht kaputt. tvoje telo se dejansko kvari. Wenn du wieder zurückgehst in die Dunkelheit, wirst du sterben. In če seveda se vrneš nazaj v temo, boš Der Arzt muss deine D3-Spiegel messen, moral bi izmeriti vaš nivo vitamina D3 v telesu. Vitamin D3 geben Vam bi moral spakirati zraven und dir zu sagen, geh nie wieder in den dunklen Keller, in vam svetovati, da se nikoli več ne vrnete v vašo temno bleib immer an der Sonne. in da vedno ostane na soncu. Keine Krankheiten, Ne bo nobenih bolezni, gesunder Körper, 60% der Arztbesuche. bo zdravo vaše telo in 60%
50% manj obiskov pri zdravniku. Was macht der Arzt? Der verschreibt die Vitamin D3. In kaj pa naredi zdravnik? Zamolči vam, da obstaja vitamin D3. Der operiert hier, nimmt seine braunen Blätter weg. Operira vas in vam odstrani vaše rjave liste z telesa. So, und was macht er? In kaj še naredi? Der gibt dir vielleicht noch ein wenig Gifttabletten. In vam da zraven za napot še nekaj strupa, nekaj tablet. Schickt die wieder nach Hause. Vas seveda pošli spet domov. Und hinter dir geht die Kellertür zu und du bist weiter in Dunkelheit. In za sabo seveda zaprete vrata in spet ste v temi. Und der Arzt sagt, bald kommt die alte Frau, der alte Mann wieder. In si mane roke, aha, malo se bo stari gospod, stara gospa spet vrnila k meni. Und ihr regelmäßig abstellen, ohne Licht geht's weiter kaputt. In seveda, ker ste seveda dali tudi brez svetlobe v istih časovnih razporedih, Gehst wieder zum Arzt, wirst wieder operiert. seveda spet se vrnete k zdravniku, seveda spet nekaj Gehst die operira. nächsten Tabletten Dobite naslednje tablete und gehst wieder in den Keller rein. in greste spet nazaj v vašo klet. Manche von euch sterben, Nekateri od vas dejansko tudi umrete. andere von euch gehen immer langsamer zum Arzt, können kaum nicht mehr, aber sie wollen Tabletten haben. Nekateri se zelo počasi s težavo spet vračajo v zdravniku, ker seveda želijo spet svoje tablete. Und manche von euch stehen auf dem Boden bei Vortrag und sagen, Herr Franz, helfen Sie mir. In nekateri že skoraj ležite na tleh, pridete na moje predavanje in rečete, gospod Franz, dajte mi prosim pomagati. Die erste Hilfe, die euch anbieten kommt, komm mal her, Freundchen. Die erste Hilfe, die ich anbieten kann, sage ich, komm her. Torej prva pomoč, ki vam je lahko ponudim, rečem, pridete sem, Nimm Vitamin D3 und geh in die Sonne. vzami vitamin D3 in idi na sonce. Jeden Tag, wo ihr kein Vitamin D3 nehmt, Torej vsak dan, ko ne jemljete vitamina D3, steht ihr da im Keller in Dunkelheit, stojite v vaši kleti in ste sredi teme, spielt russisches Roulette igrate rusko ruleto und wartet auf die nächste Krankheit oder Mangelzustand. in samo čakate na naslednji primanjkljaj, na naslednjo In bolezen. der Pflanze begreift die meisten Menschen, was bedeutet Vitamin D3. In na primeru te rastline večina ljudi dojame, kaj se pravzaprav dogaja. Ihr habt gesehen, wenn ihr eine Pflanze im Keller vergisst, Torej vidite, dejansko v življenju, če ste bilo kdaj pozabili rastlino v kleti, entweder sie entartet ali degenerira, se pravi se izvidi, oder verwelkt, ali pa ovini, die einzige Rettung ist die Pflanze raus ans Licht. edina rešitev za rastlino je, da je dejansko odnesete ven na svetlobo. Und das auch für euch, die erste Rettung ist raus ans Licht. In zato je tudi za vas prva rešitev, da greste ven na svetlobo. Und das macht ihr mit Vitamin D3. In to naredite z vitaminom D3. Vitamin D3 brauchen unsere Kinder, nicht nur wir. Torej, potrebujejo tudi naši otroci, ne samo mi. Für jede 10 Kilogramm Körpergewicht ein Tropfen Vitamin D3. Za vsakih 10 kg telesne teže potrebujete eno kapljico. Kinder ab 1 Jahr kriegen kein Vitamin D3 mehr. Otroci po enem letu ne dobivajo več vitamina D3 Da entwickelt sich der Körper nicht, in potem se telesa otrok ne razvijajo pravilno, weil sie kein Vitamin K2 kriegen. zaradi tega, ker tudi ne dobivajo vitamina K2, Bleibt der Kiefer zu klein. čeljusti ostajajo premajhne. Ihr müsst mit den Kindern zum Zahnarzt, Zähne rausziehen, Kieferorthopädie. Morate iti k zobozdravniku in mu zobe odstranijo. Und die Mädchen bekommen zu kleines Becken In deklice dobijo premale medenice. und haben Probleme mit der Schwangerschaft. Imajo potem kasneje v življenju probleme z zanositvijo oziroma v nosečnosti. Vitamin D3 ist auch die Ursache, warum Frauen heutzutage nicht schwanger werden. In pomanjkanje vitamina D3 je tudi eden izmed velikih razlogov, zaradi česa ženske ne morejo zanositi. Wenn eine Frau schwanger wird, Če pa ženska zanosi, verliert sie meist nach 3 Monaten das Kind, velikokrat po 3 mesecih že izgubi otroka weil der Körper sagt, wenn ich kein Signal habe, was soll das kleine Kind im Körper, ist nur eine Belastung. in ker telo dejansko reče, če že jaz nimam zadostnih snovi, kako naj potem se v meni razvija otrok, se v bistvu je to samo obremenitev za moje telo. Und wenn einer schwanger bleibt, am 7. Monat gibt es richtig Probleme. Če pa ostanete z pomanjkanjem še vedno noseči, pa se problemi lahko začnejo spet v 7. mesecu. Die Frauen kriegen Schwangerschaftsdiabetes, Ženske dobijo porodniški diabetes, nosečniški diabetes und meist haben sie Probleme bei der Geburt. in velikokrat imajo probleme pri porodu. Und darum sage ich, sind heutzutage junge Paare, die lassen sich künstlich befruchten, Veliko parov danes tudi išče neke umetne načine zanositve, aber kein Arzt misst bei dieser Frau Vitamin D3 ampak nihče pri tej ženski dejansko ne izmeri nivoja vitamina D3 und kein Arzt misst Vitamin B12, in tudi ne izmerijo nivo vitamina B12, was unsere Erbsubstanz ist. kar je naša dedna zasnova. So dass wenn eine Frau schwanger werden will, Torej, če želi neka
ženska zanositi, brauchst erstmal Vitamin D3. najprej potrebuje vitamin D3. Da brauchst du Vitamin B12. B12-Mangel führt zu Unfruchtbarkeit. Potrebuje tudi vitamine B12, namreč če obstaja pomanjkanje tega, obstajajo problemi z plodnostjo. Sie braucht Durchblutung im Unterleib. Potrebuje tudi dobro prekrvavitev v spodnjem delu trebuha. Schaffe ich den Traubenkernextrakt. To nam uspe z OPC-jem. Sie braucht Vitamin C, aus was der Körper besteht. Potrebuje tudi vitamin C, s česar je sestavljeno celotno naše telo. Sie braucht Carnitin. Potrebuje karnitin. Carnitin ist Mund von der Zelle. Karnitin je dejansko so usta vsake naše celice. Habt ihr kein Carnitin, habt ihr schwaches Immunsystem. Če nimate karnitina, imate šibki imunski sistem. Und eure Körperzellen arbeiten nicht. In vaše telesne celice delujejo zelo slabo. Aus dem Lysinmangel. Tudi gre za pomanjkanje lizina. Lysin ist eine Aminosäure. Lizin je aminokislina, Der Mangel zu Unfruchtbarkeit führt. ki lahko povzroči neplodnost. Würden die Frauen Vitamin D3 nehmen, Če bi ženska jemala vitamin D3, Carnitin, karnitin, OPC, OPC, Vitamin C, vitamin C, B12 und Lysin, B12 in pa lizin, hätten sie keine Probleme mit der Schwangerschaft. ne bi imela nobenih težav do nosečnosti. Folsäure nehmen sie sowieso. Folsäure. Aha, folno kislino, to je Haben sie gelernt, weil wenn du die ersten 3 Monate keine Folsäure nimmst, kriegt dein Kind einen offenen Rücken. Namreč to so se že naučili, namreč do 3. meseca nimate folne kisline. Ein offener Rücken, die Wirbelsäule bleibt offen beim Neugeborenen. Se pri novorojenčkih ostane hrbet odprt, zaradi tega, ker se hrbtenjača ne tvori dobro. Ist eine Schweizer Skirennläuferin passiert. To se je zgodilo eni švicarski tekačici. Ja, Skirennläuferin. Ski. Aha, tekačici na smučeh. Es müssen immer ein paar Leute dran glauben, bis die Menschheit wach wird. Torej, vedno mora nekaj ljudi nasrkati zato, da se drugi ljudje lahko zbudijo. Aber deshalb empfehle ich auch Menschen, In zaradi tega priporočam ljudem, zusätzlich zu diesen Sachen, dodatno k tem stvarem, ab 50 Jahren sploh po 50. letu starosti, einen B-Komplex zu nehmen. da jemljete B-kompleks. B-Komplex enthält alle B-Vitamine, B-kompleks dejansko zajema vse B-vitamine, auch Folsäure. tudi folno kislino. Und die Menschen wissen nicht, ab 50 durch Folsäure und B12-Mangel In ljudje ne vejo, da po 50. letu starosti zaradi pomanjkanja vitamina B12 in pa folne kisline bekommt ihr einen hohen Homozysteinspiegel. dobite visok nivo homocysteina. Ja, genau. Die Ader reißt, ein Lappen in der Ader, Torej, zgodi se, da nastane razpoke v vaših žilah, die Arterie wird beschädigt, arterije se poškodujejo, eure Blutplättchen bleiben kleben vaše krvničke se zlepljajo und ihr kriegt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. in dobite srčni infarkt ali pa kap. Und kein Arzt sagt Menschen, nimm B12 und Folsäure, Ampak nihče vam ne priporoča, da vzamete folno kislino ali pa B12. damit die letzte Ursache vom Schlaganfall eliminiert wird. Zaradi tega, da bi lahko eliminirali še zadnje vzroke kapi. Für was bezahlen wir eigentlich? In zakaj pravzaprav plačujemo vse ta denar? Warum zahlen wir Milliarden? Zaradi česar plačujemo milijarde? Kann mir jemand sagen? Bi lahko nekdo prosim pove? Nein, deshalb. Ne, pač zato. Aber ich meine, die Leute selber, ich könnte vielleicht, ich weiß, gegen die Pharma vorgehen, vielleicht einen Aufstand machen, aber erstmal die Menschen aufklären, wenn jeder von euch die Pharma nicht benutzt, bedeutet, dann werden sie machen, was uns hilft. Torej, lahko bi naredili vstajo, ampak boljše je, da sami sebe izobrazimo in da zase poskrbimo. Okay, jetzt nochmal Vitamin D3, damit jeder versteht. 10 Tage 40 Tropfen Torej, da vsak razume vitamin D3, 10 dni 40 kapljic. und danach 10 Tropfen täglich Sommer, Winter. In potem poleti ali pa po zimi dalje dnevno 10 kapljic. Was ihr noch braucht zu Vitamin D3, Kar zraven tega še potrebujete ist Magnesium die ersten 10 Tage. je prvih 10 dni zraven jemati tudi magnezij. Magnesium plus D3 ist gleich Calcium. Torej, magnezij in D3 je skupaj kalcij. Habt ihr Vitamin D3 in große Menge, Torej, če imate velike količine vitamina D3 v telesu, wird euer Magnesium verbraucht se porabi magnezij und dann geht der Spiegel nicht mehr hoch. in potem se vaš nivo v telesu več ne more dvigniti. Deshalb nehmt die ersten 10 Tage Magnesium, Torej, prvih 10 dni jemljite zraven še magnezij. danach könnt ihr weiternehmen oder auch lasst, weil nicht auch über die Ernährung machen. Potem lahko magnezij jemljete dalje ali pa tudi ne, vsega pridobivate tudi z hrano.
Und Vitamin K2 brauchen Menschen, die Osteoporose haben. In vitamin K2 potrebujejo ljudje, ki imajo osteoporozo. Vitamin K2 nimmt das Kalzium und tut es in die Knochen rein. Torej, s pomočjo tega vzame telo vitamin K2 in ga vgradi v kosti. Wenn ihr Osteoporose habt, brauche ich 10 Tropfen. Torej, če imate osteoporozo, potrebujete 10 kapljic. Habe ich aber keine Osteoporose. Če pa nimate osteoporoze, K2 ist auch interessant, wie ich gesagt habe, für die Kinder. K2 je zanimiv tudi zaradi otrok. Und die anderen Menschen können 5 Tropfen nehmen. Drugi ljudje pa lahko jemljajo po 5 kapljic. Und Vitamin K2 die Arterien sauber macht. Zaradi tega, ker vitamin K2 dejansko čisti naše žile. Nimmt die ganze Kalkablagerung und tut sie in die Knochen rein. Torej, vso to poapnitev, se pravi zamašitve naših žil, odnese. Die haben in Norwegen eine Studie gemacht. Na Norveškem so naredili študijo. Menschen, die 5 Tropfen K2 genommen haben, Ljudje, ki so imeli po 5 kapljic vitamina K2, haben 57% weniger Ablagerungen, imajo 57% manj poapnenja žil, 52% weniger Herzinfarkt, imajo 50% srčnih infarktov und 26% weniger Sterblichkeit. in 60% manjšo umrljivost. Das seht ihr, was ein paar Mikrogramm von den Stoffen bedeutet. Torej, tu lahko vidite, koliko pomeni dejansko nekaj mikrogramov teh snovi. Und die kosten ein paar Cent am Tag. In dejansko to stane samo nekaj centov na dan. Aber wenn keiner die Menschen aufklärt, geht's weiter. Ampak če vam nihče tega ne razjasni, se dejansko taki problemi samo nadaljujejo. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, nicht nur in Slowenien. Torej, dejansko potujem po celem svetu, ne samo po Ich Sloveniji. war vor 2 Monaten sogar in Paraguay. Pred 2 mesecema sem bil celo v Paragvaju. Vor einem Jahr war ich beim Weltgesundheitskongress in Kuba. Na Kubi sem bil pred enim letom na kongresu Svetovne zdravstvene organizacije. Obwohl ich ein Automechaniker bin, ich bin kein Arzt. In čeprav sem avtomehanik, jaz nisem zdravnik. Und das gibt euch die Kraft zu handeln. In to vam lahko da moč, da delujete, se pravi, da sami poskrbite zase. Wird da ein Arzt stehen, was auch keiner macht? Torej, če bi tukaj stal zdravnik, kar pa nihče ne počne, Wird die Menschen sagen, oh, der hat Ausbildungen. bi ljudje rekli, ta pa ima izobrazbo. Aber weil ich so einfach bin, denke ich, wenn es Automechanik kann jeder von euch machen. Ampak zaradi tega, ker sem jaz tako preprosti, tudi vi lahko mislite, torej, če zmorete on, lahko zmore. Bei meinen Vorträgen kommen auch ältere Leute. In k mojim predavanjem prihajajo tudi starejši ljudje. Und wenn eine 85-jährige Frau das macht, dann kann jeder von euch machen. In če lahko to naredi 85-letna gospa, lahko to vi naredite tudi vi. Ich habe einmal gehabt, eine Frau mit 85 war beim Vortrag. Torej, enkrat se je zgodilo, se pravi, en primer, bila je 85-letna gospa na mojem predavanju, Der hat Diabetes gehabt, imela je diabetes, artrozo, hat die Sachen genommen 3 Monate in te stvari je imala 3 mesece und hat gesagt, Herr Franz, ich fühle mich jetzt so gut, ich brauche einen neuen Hausfreund. in je rekla, gospod Franc, počutim se tako dobro, da rabim novega fanta. Das ist etwas gesund, das macht auch mit 85. So, das merkt euch, keiner von euch ist alt. Torej, vidite, kaj lahko zdravje naredi tudi pri visoki starosti. Torej, postanite zdravi. Es gibt kein Alter. Starost ne obstaja. Manche Menschen mit 80 sind fitter als 18-Jährige. Nekateri, veliko ljudi pri 80 letih so veliko bolj fit kot pa 18-letniki. Aber der Körper braucht diese Nährstoffe. Ampak dejansko vaše telo potrebuje ta hranila. Wenn wir keine Sonne in Slowenien haben, dann müssen wir sie auch tanken. In če ne dobimo dovolj svetlobe od zunaj, moramo vnesti v telo kako drugače. Ich habe wollen sehen, was die Sonne in Österreich bringt. In dejansko sem želel preveriti, koliko je močno oziroma kako učinkuje sonce pri nas v Avstriji. Habe einen Bauarbeiter gesagt, er soll ohne T-Shirt arbeiten. In delavca sem prosil, naj dela na soncu brez majice zgoraj. Der hat einen Spiegelwert von 20 Nanogramm, Imel je nivo 20 nanogramov, nicht 60. ne 60. Hätte ich den in die Karibik geschickt, in die Sonne, In če bi letega poslal na Karibe, na sonce, wäre nach 2 Wochen der Spiegel auf 60 hoch. bi se njegov nivo po 2 tednih dvignil že na optimalnih 60. Aber in Österreich, wie auch in Slowenien, Ampak v Avstriji, kot tudi v Sloveniji, nach 2 Wochen ist der Spiegel nicht von 20 auf 60, po 2 tednih dela na soncu se njegov nivo ni dvignil iz 20 na 60, sondern 20 auf 23,5. ampak iz 20 samo na 23. Die ganze Sonne war nur 3,5 Einheiten. Torej vso to sonce mu je dejansko prinesla samo 3,5 enote. Darum sind so viele Menschen, die Arthrose haben, Osteoporose. Zaradi tega toliko ljudi je Körper kaputt, wir entzünden uns. osteoporozo in pa artrozo, dejansko se naša telesa Wir verrosten odmahnejo. einfach, wir verwelken. In mi bledimo in vedimo.
Wenn einer sagt, er hat ein schwaches Herz, dann müsst ihr nicht 10 Tage 40 Tropfen nehmen. Če pa imate slabo srce, pa ne imati 40 kapljic teh 10 dni, Sondern ihr nehmt ab morgen jeden Tag 10 Tropfen. ampak jemljite od jutri dalje samo 10 kapljic. Nach 40 Tagen habt ihr eure 400.000 Einheiten einfach weiterhin fertig. In v 40 dneh pride spet tista računica, da njo lahko nadaljujete. Weil durch Vitamin D3 werden die ganze Körperfunktionen hochgefahren. Ker zaradi vitamina D3 se bodo vse vaše telesne funkcije začele pospeševati, Euer Herz beginnt zu klopfen. vaše srce bo začelo bolj biti, Ihr habt eine Durchblutung. imeli boste boljšo prekrvavitev Und die meisten Leute sind es gar nicht gewöhnt in večina ljudi tega pravzaprav sploh ni navajenih und haben Angst. in se tega strašijo. Früher hat jeder von euch Herzklopfen gehabt, wie er verliebt war. Včasih, ko ste bili zaljubljeni, vam je močno bilo srce, Da habt ihr aber keine Angst gehabt. ampak tega se pa takrat niste bali. Aber jetzt mit 60 habt ihr Angst. Ampak zdaj pri 60 pa se bitja srca pa malo drugače bojite. So wie ich sage, D3 ist das Erste. Zweitens, wisst ihr, was eure Körper bestehen? Torej, druga stvar, o kateri bomo govorili, a veste, s česa so sestavljena vaša telesa? Eure Körper bestehen aus Kollagen. Vaša telesa so sestavljena iz kolagena. Wisst ihr, wer Kollagen aufbaut? In veste, s česa je sestavljen kolagen? Nicht Pommes und Mayonnaise, Ne pomfri in pa majoneza, sondern Vitamin C. ampak vitamin C. Eure Augen, das weißes Kollagen. Torej, v očeh, če pogledate, tista bela snov je kolagen. Eure Arterien bestehen aus Kollagen. Vaše arterije oziroma vaše arterije so sestavljene iz kolagena Der ganze Körper sitzt in einem Netz aus Kollagen. in vaše celotno telo sedi kot v eni mreži iz kolagena. Habt ihr kein Vitamin C? In če nimate vitamina C, Habt ihr kein Baustein? nimate gradnika telesa Dadurch haben die Arterien Risse. in zaradi tega se v arterijah oziroma v žilah začnejo delati razpoke Das Gehirn sagt der Leber, die soll Cholesterin produzieren, sie zuschmieren. in takrat vaši možgani dajo vašim jetrom signal, da začnejo proizvajati holesterol. Dadurch werden eure Arterien enger, ihr habt Blutdruck. In zaradi tega se vaše žile zamastijo s holesterolom in dobite povišen krvni pritisk. Und die meisten Leute wissen nicht, dass Vitamin C und Zucker gleich ist. In velika večina ljudi tudi ne ve, da sta si po strukturi vitamin C in pa sladkor enaka. Wenn das Vitamin C ist und das Zucker, Če je to vitamin C in to sladkor, ihr habt kein Vitamin C, da sagt der Körper, ich baue Zucker ein im Gewebe. in če imate pomanjkanje vitamina C v telesu, bo vaše telo reklo, aha, potem pa bo začel grejevati sladkor. Was habt ihr? Diabetische Retinopathie, die Augen habt ihr Zucker. In kaj se zgodi, dobite Diabetische Retinopathie. diabetično retinopatijo, to pomeni, da začne vaše telo v očesa ugrajevati sladkor. Zucker in die Finger, in die Zehen. Dobite tudi, začne ugrajevati tudi sladkor v vaše prste 70% aller Amputationen gehen auf Kosten von Diabetes. in 70% vseh amputacij se zgodi ravno iz tega razloga. Würden Diabetiker Vitamin C nehmen, 1000 Milligramm, In če bi diabetiki imeli vitamin C 1000 mg, wird der Zucker runtergehen um 30% bi še vas sladkor v krvi znižal za 30% und Insulin um 27%. in vaš insulin za 27%. Warum schreibt die Ärzte kein Vitamin C? In zakaj nam pravzaprav zdravniki ne pripisujejo vitamina C? Weil sie uns weiter dumm halten wollen. Zaradi tega, ker želijo, da smo še dalje neumni. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ampak od danes sigurno več ne. Außerdem Vitamin C ist ein Fettburner, Torej, vitamin C tudi kuri naše maščobe. ist eine milde Säure, die basisch wirkt. Je aminokislina, ki ima bazični učinek. Menschen, die verstopft sind, Ljudje, ki ste zaprti, können für ein, zwei kleine Teelöffel Ascorbinsäure lahko vzamete eno ali pa dve mali žličke askorbinske kisline in den Wein in den Stuhlgang legen. in boste dobili mehko blato. Abführmittel zerstörte Darm. Ker namreč odvajala tudi uničuje vaše črevesje. Wie viel Vitamin C sollen wir nehmen? Torej, kakšno dozo vitamina C jemati dnevno? Wir Menschen können kein Vitamin C produzieren. Torej, mi ljudje sami v telesu ne moremo producirati vitamina C. Menschen, Menschenaffen, Torej, opice in pa ljudje Meerschweinchen in pa morski prašički können kein Vitamin C produzieren. sami v telesu ne moremo producirati vitamina C. 6 Wochen ein Meerschweinchen ohne Vitamin C ist tot. Torej, če morskega prašička pustimo 6 tednov brez vitamina C, umre. Die ganze Arterien sind aufgelöst. Torej, njegove vse žile se dejansko razkrojijo, izginejo. Ein Hund produziert täglich 5000 Milligramm. Pes
dnevno sproducira v svojem telesu 5000 mg eine Ziege 15.000. in pa koza 15.000. Ich sage, wenn wir als Menschen zwischen 500 und 1000 pro Tag nehmen, sind wir gut bedient. Torej, in če bi mi dejansko vnesli v telo med 500 in 1000 dnevno, bi nam šlo zelo dobro. Entweder Acerola oder anderes Vitamin C sind verschiedene Körper nimmt Vitamin C an. Torej, lahko vzamete Acerola ali pa bilo kakšen drugi vitamin C, telo ga sprejme. Aber Vitamin C ist sehr wichtig, soll Baustein. Torej, zelo pa je pomemben, ker je to vaš gradnik. So dass, wenn ich Vitamin C nehme, 5 bis 1000 Milligramm, bin ich gut bedient. Torej, od 500 do 1000 mg, to je že zelo dobra doza za telo. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Jeder von euch braucht eine Durchblutung. Torej, gremo dalje, potrebujemo tudi dobro prekrvavitev. Viele von euch nehmen Blutverdünner. Veliko od vas jemlje tudi sredstva za rečenje krvi. Wie sie auch immer heißen, Aspirin, Kakorkoli se že pač imenuje, eden je aspirin, Marcumar, Xarelto, Pradaxa, Sintrom, Eliquis, sind verschiedene Blutverdünner. torej različna sredstva. Die meisten von euch Aspirin vertragen schon, Torej, večina od vas dobro prenese aspirin, aber viele kriegen Magenblutungen. ampak veliko jih pa tudi vseeno dobi krvavitve v želodcu. Täglich sind in Deutschland 70 Magendurchbrüche Torej, v Nemčiji se dnevno zgodi 70 predrtih želodčne stene durch Aspirin. zaradi aspirina 7 Menschen sterben. in 7 ljudi umre. Nach 365 Tagen im Jahr Pomnoženo z vsemi dnevi v letu sind 2500 Menschen tot. je 2500 ljudi umrlo. Interessiert niemanden. Ampak to nikogar ne interesira. Wenn einer auf der Autobahn stirbt, ein Unfall, Če pa nekdo umre na avtocesti v neki nesreči, wird ein riesen Zirkus gemacht. pa iz tega naredi en velik cirkus. Was ist ein Mensch gegen 2500 Menschen? Ampak kaj je en človek proti 2500? Und das ärgert mich, Ampak to me jezi, dass, ich weiß, in Deutschland sterben täglich 300 Menschen, in Österreich sind 10 Millionen, 35 Menschen, Slowenien durch 20 jeden Tag sterben in Slowenien 15 bis 20 Menschen an Medikamenten. torej naredil računico iz Nemčije preko Avstrije in da v Sloveniji umre približno Bis zu 2 Millionen. 15 ljudi, se pravi na 2 milijona, Und kein Mensch erwähnt diese Menschen. mislim, da rekel 35, ampak nihče ne omenja teh ljudi. Da steht in keinem Fernsehsender am Abend. Na nobeni oddaji se ne omenja. Heute sind in Slowenien gestorben Danes je v Sloveniji umrlo 15 Menschen und der Name. recimo 15 ljudi in se omeni njihovo ime. Bedeutet, der Mensch ist denn nichts wert. Torej pomeni, da dejansko življenje človeka ni nič vredno. Und dazu muss es nicht kommen. Die Leute müssen weg vom Medikament. Ampak do tega ni potrebno priti, se pravi, ni potrebno, da tako končamo, potrebno pa je, da začnemo manj zdravil jesti. Ihr könnt auch nicht von einem Tag auf den anderen weglassen, alles und auf die Naturmittel. Ampak tega ne moremo narediti iz enega dneva na drugega, da bi iz enega dneva na drugega opustili vsa zdravila in začeli jemati naravna sredstva. Aber ihr nehmt zu euren chemischen Medikamenten Ampak zraven k vašim kemičnim sredstvom diese Naturmittel dazu. začnete jemati zraven te naravne preparate. Und nach 1,5, 2 Monaten In po enem pa pol, po 2 mesecih, könnt ihr nachher die Mittel weglassen, je nach Wissen und Gewissen langsam weg. Oder auch wenn ihr noch weiter nehmt, dadurch habt ihr keine Nebenwirkungen. lahko po svoji lastni vesti začnete opuščati tablete ali pa tudi ne, se pravi, sami se odločite. Weil der Körper ist eigentlich an die Chemie gewöhnt. Zaradi tega, ker naša telesa se dejansko navadijo na vso to kemijo. Und der Körper hat viele Körperfunktionen abgegeben. In dejansko je telo že oddalo neke svoje funkcije drugim sredstvom. Und die müsst ihr dann wieder haben. In te funkcije seveda mora telo spet prevzeti. Okay. Jetzt zu OPC Traubenkernextrakt. Torej, naprej gremo k OPC-ju, ekstraktu iz grozdnih peč. Jeder von euch kann einen OPC mit abnehmen, Torej, vsak od vas lahko jemlje to sredstvo. egal was ihr Blutverdünner nimmt. Ni važno, kakšna sredstva za rečenje krvi uporabljate. Dieses OPC schützt euer Körpergewebe, To ščiti vaša telesna tkiva. eure Adern haben doppelte Festigkeit, Vaše žile dobijo dvakratno prožnost. es wird verhindert, dass eure Leber und Niere zerstört wird von Medikamenten. Torej, prepreči se, da se kvarijo vaše jetra in pa vaše ledvice. Die haben probiert, Leber und Niere zu zerstören mit Cisplatin. Z cisplatinom so poskušali, da bi ta dva organa uničili. Das ist ein Gift von der Chemotherapie. To je strup kemoterapije. Solange du OPC nimmst, können sie die Leber und Niere nicht zerstören. In tako dolgo kot jemljete zraven kemoterapije OPC,
se vaša jetra in pa vaše ledvice ne morejo okvariti. So dass mit OPC habt ihr so eine kleine Versicherung, Na ta način imate eno tako malo zavarovanje, dass euer Körper nicht zerstört wird. da vaše telo ne bo uničeno. Und wenn ich dann, ich weiß, noch einen zweiten OPC nehme, In če vzamem še drugi OPC nach einer Woche, po enem tednu, die erste OPC macht mein Blut dünn torej prva tableta OPC-ja vam reče kri und die zweite OPC schützt mein Körpergewicht. in druga ščiti vaše telesno tkivo. Ihr könnt auch das Buch draußen kaufen, ich habe das Buch direkt auf Slowenisch übersetzt. Lahko kupite tudi knjigo, ki je direktno prevedena v slovenščino. Da habt ihr alle Informationen, was OPC eigentlich macht. In tam dobite vse informacije, kaj lahko OPC naredi za vas. Und OPC sind nicht gemahlene Traubenkerne, In OPC niso zmlete pečke, weil gemahlene Kerne sind zu grob, werden vom Körper nicht angenommen. ker če bi samo zmleli, bi to bilo za vaše telo pregrobo in ne bi moglo telo sprejemati učinkovito. OPC entsteht, indem man die Kerne wäscht, OPC nastane s tem, kot ta semena operemo die Kerne rauskommen in pridejo te koščice ven. und das rote Wasser wird getrocknet, wird gedampft. Ta rdeča voda izhlapi Von 100 Kilogramm Kerne in iz 100 kilogramov teh koščic entstehen 300 Gramm Pulver. nastane samo 300 gramov tega praška. Bedeutet, OPC ist 300 mal stärker als Traubenkerne. In ta OPC, se pravi, ta prah je 300-krat močnejši kot pa same koščice, se pravi pečke. Das ist extra. Sodass To je ihr ekstra. könnt zwei Möglichkeiten haben, um lange zu leben. Torej imate dve možnosti, da bi dolgo živeli. Jeder von euch, der die Hälfte isst, der lebt die Hälfte länger. Ena možnost je, da jeste pol manj in živite še enkrat dalje. Warum unser Körper durch Brennen oxidiert, durch Essen oxidiert. Zaradi tega, ker v naših telesih, ko jemo, se zgodi oksidacija. Oder ich kann nicht die Hälfte essen, ich nehme ein Antioxidant. Ali pa jemo tako, kot pač jemo in jemljemo neke antioksidante. Glas Rotwein ist ein Antioxidant, Antioksidant je en kozarec rdečega vina, hat 12 Einheiten. ima 12 enot. Vitamin C hat 3000 antioxidative Einheiten. In vitamin C ima 3000 antioksidativnih enot. Und OPC hat 29.000. In OPC ima 29.000. Da seht ihr, warum Menschen, die schon Vitamin C genommen haben, lange gelebt haben. Zaradi tega vidite, da tisti ljudje, ki so jemali vitamin C, so zelo dolgo živeli. Linus Pauling war Vitamin C-Papst, Linus Pauling je bil papež vitamina C, hat Nobelpreis bekommen für Vitamin C, dobil je Nobelovo nagrado za vitamin C 93 Jahre. in doživel je 93 let. Sendjörg, Sendjer, ungarischer Wissenschaftler, on je bil mađarski hat znanstvenik, Vitamin C künstlich gemacht, Ascorbinsäure, on je dejansko pridobil umetni vitamin C, askorbinsko kislino, 95 Jahre. 95 let. Und Else Bolig In Else Bolich, ist eine Frau von Italien, to je ženska iz Italije, hat jeden Tag Vitamin C genommen, je vsak dan jemala vitamin C unter 7 Jahren. in je bila stara 107 let. Da steht im Buch, ich bin so alt geworden, durch Gottes Hilfe und Vitamin C. In v njeni knjigi piše, tako stara sem postala z Božjo pomočjo in s pomočjo vitamina C. Ich will gar nicht 107 oder 97 werden. Ampak jaz si pravzaprav ne želim star biti 107 ali pa 97. Ich will ohne Schmerz leben, ohne Glück. Želim samo živeti brez bolečin in brez berge. Nützt ja nicht, wenn man alt ist, man hofft immer auf die Rente. In nič nam ne koristi, če ste stari, ampak čakate na vašo pokojnino. Da landet der Rollstuhl und In pa nichts vom Leben. ampak potem pristanete na vozičko in dejansko nimate nič od življenja. So, ich sage Vitamin C, nimmt 500 bis 1000 Einheiten, OPC erste Woche eine. Torej, vitamina C jemljite med 500 in 1000 mg, potem OPC jemljite po eno tableto oziroma Nach einer Woche könnt ihr 2 nehmen. po enem tednu lahko začnete 2 enoti OPC-ja. Kinder bis 10 Jahre brauchen noch kein OPC. Otroci do 10. leta pa še ne potrebujejo OPC-ja. Kinder brauchen aber Vitamin D3. Potrebujejo pa vitamin D3. Kinder brauchen Carnitin, das sie entwickeln. Karnitin tudi potrebujejo za razvoj, Genau wie alte Frauen, prav tako kot starejše gospe, die durch Carnitinmangel ganz dünn werden und das ganze Fleisch nimmt und ganz mager werden. ki zaradi pomanjkanja karnitina in postanejo koža in pa mišice ohlapne. Weil sie für 1 Gramm Carnitin 30 Gramm Muskelmasse lassen müssen. Zaradi tega, ker zaradi 1 grama karnitina gre na račun 130 gramov mišičevja. So. Was die Kinder noch brauchen, Vitamin B-Komplex. In kaj še potrebujejo otroci, je B-kompleks. Der ganze Zucker frisst die ganzen B-Vitamine von den Kindern.
In sladkor dejansko na nek način požre vitamin B. Weil heutzutage haben wir nicht nur eine Pharmamafia, wir haben auch eine Zuckermafia. Ker danes nimamo zraven različnih mafij, imamo zraven še mafijo, sladkorno mafijo. Zucker ist schon ein Füllstoff, der kommt überall rein. To je danes že kot neko mašilo, se pravi, vse vsod se dodaja, zraven vsako živilo se dodaja sladkor. Zucker kommt in Fischkonserven, Dajo ga v ribje konzerve, in Schinken. v šunko. Heutzutage hat unsere Bauchspeicheldrüse In danes ima naša slinavka. einen Tag eine Belastung wie früher im ganzen Leben. Je danes v enem dnevu toliko obremenjena naša slinavka, koliko je bila včasih v celem življenju. Aber wir leben in einer tollen, modernen Gesellschaft. Ampak dejansko živimo v enem krasnem, modernem življenju v svetu. Ich will auch nicht, dass wir zurückgehen zu Windmühlen und Fahrradfahren. In ne želim vam, da se vrnete v stare čase, ko smo še imeli mine na veter in smo vozili samo kolesa. Aber wir müssen unsere Verbindung zur Natur wieder zurückbekommen. Ampak moramo ponovno spostaviti svojo vez z naravo. Jetzt nur kurz, dass ich euch zeige, warum Vitamin D3 so wichtig ist. Dann frage ich euch, warum seid ihr nicht alle nackt vor mir da? In da bi vam pokazal pomen vitamina D3, vam postavljam vprašanje, zakaj pred mano pravzaprav niste vsi goli. Hat euch die Kirche verboten, nackt aufzutreten? A vam je cerkev prepovedala, da ti danes pridete sem brez oblek? Oder haben wir Probleme mit der Polizei? Ali imamo probleme s policijo? Jedes Lebewesen, wie er geboren ist, Vsako živo bitje je, kakršno se rodi, so muss es weiterleben. tako bi naj živelo tudi dalje. In Afrika leben die Menschen so. V Afriki dejansko ljudje živijo tako. Wir decken sofort unseren Körper zu. Ampak mi se takoj začnemo pokrivati z oblekami. Hose, T-Shirt, Unterhose, Mantel. Torej vse možne obleke si oblečemo na se. Wir brauchen den Wind auf die Haut, Rabimo po zimi, rabimo obleke. Wasser auf die Haut, Rabimo vodo na svoja telesa Sonne auf die Haut. in pa sonce. Und wenn wir es nicht haben, müssen wir es innerlich aufnehmen. Ampak če tega nimamo, pa moramo to jemati. Wir sind Produkt dieser Erde und wir müssen halt nackt leben. Torej, mi smo produkt te zemlje in dejansko bi morali živeti goli. Wir können aber nicht, weil ab Herbst, Winter wird schön kalt. Ampak tega dejansko ne moremo početi zaradi tega, ker jeseni in pa po zimi postane precej hladno. Wir sind in fremdenfeindliches Klima geboren. In mi smo se dejansko rodili v eni sovražni klimi. Und deshalb müssen wir die Sachen einnehmen. Zaradi tega moramo imati neke stvari v svojem. Ein Beispiel, warum wir, jeder ist Bio, aber wir sind in Kleidern. Jeder sagt, das Verbindung zur Natur, aber wir sind komplett von der Natur abgeschlossen. Torej pravimo, da dejansko imamo dobro vez za naravo, ampak dejansko smo se totalno pokrili in dejansko od tega nimamo več. Ihr könnt euch weiter bekleiden, sowas, aber ich habe auch noch keine Wildschweine gesehen mit Jeanshosen oder Hirsche mit T-Shirts. Torej, lahko se še dalje oblačiti, ampak v naravi še jaz nikoli nisem videl divje svinje, ki bi bila v kavbojkah in pa nekaj druge živali, se pravi jelena, ki bi imela neko kratko majico. Jetzt gehen wir weiter. Langsam verblödet unsere Gesellschaft. Torej, nadaljujemo, počasi, res počasi postajamo vedno bolj neumni. Unser Gedächtnis lässt stark nach. Naš spomin močno peša. Ohne Vitamin B12 werden unsere Hände taub, unsere Füße taub. Torej, brez vitamina B12 postanejo naše roke in pa noge Wir tople. haben kein Gefühl mehr. Nima več nobenega občutka. Das heißt Polyneuropathie, die Nerven sterben. To pomeni polineuropatija, se pravi, da naši živci odmirajo. Und da werden wir nicht durch Gift gesund, sondern durch Vitamin B12. In ozdraveli ne bomo zaradi strupov, ampak zaradi naravnih snovi. Vitamin B12 spiegelt zwischen 200 und 900 Pikogramm. V pikogramih se meri med 200 in 900, Aber ein toller Spiegel ist 2000. ampak resnično dober nivo za naše telo je okoli 2000. Und die meisten Leute haben 300, 400. In večina ljudi pa ima dejansko nivo med 300 in 400. Dadurch werden die alten Leute dement. Zaradi tega postajajo starejši ljudje dementni, Das Gedächtnis lässt nach. začnejo pešati spomin. Und die alten Menschen, überhaupt die Männer, werden Reizbarkeit, Erregbarkeit, Verlust der Selbstkontrolle. In sploh starejši gospodje lahko trpijo zaradi tega, ker so izgubljajo kontrolo, postanejo bolj razdražljivi, tudi agresivni. Wir werden komplett andere Menschen, die B12 kommen. Zaradi pomanjkanja vitamina B12 postajamo popolnoma drugi ljudje. Andere Symptome sind Schizophrenie, Manie, Halluzinationen. Drugi simptomi so pa schizofrenija, manija in pa Halluzinationen. halucinacije. Ja. Und so, ich sage außerdem, werden die Menschen, die Männer, wenn sie älter sind, eifersüchtig.
In velikokrat starejši gospodje postanejo svoje soproge tudi ljubosumni. Da verdächtigt ein alter Opa mit 65 die Oma, weil sie fremd geht. In pri 65 letih se spomni gospod, da obtožuje svojo soprogo, se pravi svojo ženo, da ga ona vara. Mit 30 Jahren war die Oma es nicht getan, aber jetzt mit 70 wird sie den Nachbarn im Bett holen. Torej pri 30 letih ni počela, sedaj pri 70 pa si posebila soseda, da vlije svojo posteljo. Was B12 aus uns macht. Torej vidite, kaj pomanjkanje vitamina B12 počne za nami. B12 gibt es in Bluttabletten, Torej lahko v pastilah si tole in kupite, Kapseln v kapsulah und Spritzen. ali pa v kapicah. Haben aber manche von euch schon Magenschonende genommen, Magenschutztabletten. Veliko vas pa vas jemlje tudi sredstva, ki vam ščitijo vašo sluznico oziroma v želodcu. Bedeutet, ist eure Aufnahme von B12 gestört. Pomeni, da je že moteno vsrkavanje v želodcu te snovi. Deshalb könnt ihr B12 lutschen über die Schleimhäute und Zahnfleisch aufnehmen. Zaradi tega lahko ližete vitamin B12 in ga boste skozi sluznico tudi sprejeli. Dann nehmt die Lutschtablette. Torej jemljite, če jemljete tista sredstva, vitamin B12 raje ližite. Ihr seht, weil viele von euch sagen, ihr habt zu starke Magensäure. In veliko vas tudi tarna, da imate premočno želodčno kislino. Ist auch eine Lüge der Medizin. To je tudi ena velika laž medicine. Ihr habt eine zu schwache Magensäure. Pravzaprav imate prenisko, premajhno želodčno kislino. Junge Menschen haben eine gute Magensäure. Mladi ljudje imajo čisto dostno dobro želodčno kislino. Das Essen wird verdaut. Essen wird Hrana se dejansko prebavi, kommt weg, kein Sodbrennen. gre skozi želodec in dejansko nimate nobene zgage. Habe ich zu schwache Magensäure? Če pa imam prešibko želodčno Bleibt kislino, das Magen und spritzt hoch. se dejansko to nabira v želodcu in nekako se vrača v požiralnik. Die Säure verbrennt meine Speiseröhre. In kislina vam začne iti v požiralnik in vas dejansko peče. Und deshalb würde ich schauen, dass das Essen so schnell wie möglich vom Magen weggeht. In dejansko bi bilo dobro, da bi se čim prej umaknila hrana iz vašega želodca. Und ihr könnt euren Magensaft verbessern, Ampak vaš želodčni sok lahko izboljšate indem ihr vor jedem Essen s tem, da pred vsakim obrokom ein Glas Wasser spijete kozarec vode mit einer halben Zitrone ausgedrückt trinkt. in sicer s sokom polovice limone. Dadurch verschwindet meist das Sodbrennen. In na ta način velikokrat zgaga tudi izgine. Es sind viele Menschen, die haben ganz starke B12-Symptome, Taubheiten. Torej, veliko ljudi ima tudi močne simptome pomanjkanja vitamina B12, to je otopelost. Die sollen auch gleichzeitig 10 Mal B12 spritzen. Naj jemljajo tudi Vitamin B12 als spritzen, als Injektionen. torej, vitamin B12 lahko jemljete tudi v obliki injekcij, lahko dobite. Durch Vitamin B12 überflutest du den Körper und dann siehst du, was abgestorben ist, was nicht. In na ta način preplavite vaše telo in tudi vidite, kaj je dejansko odmrlo in kaj ne. Wenn ihr einmal im Monat geht zum Heilpraktiker und macht eine Spritze, Torej, če greste enkrat na mesec po injekcijo, die reicht nicht. to vam ne zadostuje. Weil ihr nach 10 Tagen die verbraucht habt, Zaradi tega, ker telo v 10 dneh to porabi, da steht ein halbes Monat ohne Vitamin B12. in potem pol meseca še dejansko stanete brez te zaloge. So am besten 4 Monate lutschen, 2 Stück am Tag Torej, najboljše 4 mesece tole lizati, 2 komada na dan, und danach eine täglich weiternehmen. in potem enkrat dnevno še dalje. Dadurch wird keine Demenz vergesslich Potem ne boste pozabili in nihče ne bo dementan. und ihr seid geistig fit. In boste duhovno zdravi in fit. Jetzt das letzte, die Schmerzen. Torej, zadnja stvar, ki se je dotikamo, so bolečine. Schmerzen kommen von Entzündungen. Bolečine so dejansko produkt nekaj vneti. Ohne Sonne erneuert sich der Körper nicht. Brez sonca se vaše telo ne obnavlja. Unsere Gelenke werden nicht erneuert. Naši sklepi se ne obnavljajo. Und das kaputte Gewebe wird vom Körper angegriffen, vom Immunsystem. In tisto tkivo, ki ni v redu, začne naše telo napadati. Und dann ist auch kein Schmerz für die Symptome weg, In potem vam ne pomagajo tudi nobeni analgetiki, zaradi tega, ker simptomi ostajajo. weil die Entzündung ist noch immer da. Zaradi tega, ker dejansko vnetje je tisto, ki še vedno ostaja. Und körpereigene Schwefel, das MSM, ist entzündungshemmend.
MSM je telesolastno žveplo in pa blaži vaša vnetja. Gibt es in Kapsel oder Pulver vor? Imate v obliki kapsul ali pa praška. Nehmt ihr Lenkschmerz, Knochenschmerz, Lahko jemljete pri bolečinah v sklepih ali pa kosteh. Lichtschmerz, Žolča, bolečine macht, dass die Haare wachsen, die Nägel wachsen, bolje vam rastejo tudi lasi in pa nohti. macht weiche Wände, weiche Sehnen Vezi in pa kite postanejo bolj prožne. und schützt unsere Darmschleimhaut. In tudi našo sluznico v črevesju zaščitijo. Beginnt mit Schwefel langsam, Počasi pravzaprav začenjate z žveplom, 2x2 Kapseln, 2x2 oder kapsli 2x halben Teelöffel. ali pa 2x polovičko žličke. Und nach einer Woche könnt ihr dann 3-4 Teelöffel nehmen In po enem tednu lahko jemljete od 3 do 4 čajne žličke oder 3x5 Kapseln. ali pa 3x5 kapsul. Wenn die Schmerzen nach einem Monat weggehen, könnt ihr weiter 2 Kapseln nehmen oder halbe Teelöffel. Torej, če po enem mesecu bolečine izginejo, lahko 2x2 Und wenn nicht, ja genau, wenn nicht könnt ihr 3 Teelöffel oder auch immer nehmen. Lahko tudi dalje jemljete dalje po 3 žličke. Man kann eigentlich täglich bis zu 20 Teelöffel oder 100 Kapseln nehmen, ohne Probleme. Torej, dnevno bi dejansko lahko vzeli 20 žličk ali pa 100 kapsul, Man braucht aber nicht so viel. ampak tega ni potrebno. Ihr müsst nur die 90 Gramm Schwefel auffüllen, die euch fehlen im Körper. Torej, dejansko morate napolniti samo tistih 90 enot, ki vam jih manjka do zdravega nivoja. Und Schwefel macht die Nieren kaputt, nicht wie andere Schmerzmittel Diclofenac. Torej, ne kot diklofenak vam ne uničuje vaših ledvic Schwefel ist so giftig wie ein Glas Wasser. in ni stropeno, stropeno je ravno toliko kot kozarec vode. Ihr seht hier, als ihr geben Pferde Schwefel, Torej, že konjem tudi dajo žvepla, aber wir Menschen schlucken Chemie. ampak mi dejansko ljudje pa jemo kemijo. Ein Mensch ist weniger wert als ein Tier, auch in Slowenien. Torej, tudi v Sloveniji vidimo, da je človeško življenje vredno manj kot pa živalstvo. So ist halt für mich Schwefel die Lösung für Schmerzen. Torej, zame je žveplo rešitev proti bolečinam. Und darum seid mit die 5 Sachen, seid ihr alle gut bedient, weil es gibt noch viele andere Sachen, die man kaufen kann, aber ich empfehle jedem Menschen, erstmal die 5 Sachen zu nehmen. Torej, obstaja resnično veliko stvari, ki jih lahko jemljete, ampak s temi 5 stvarmi ste dejansko večino stvari že pokrili in to vam tudi priporočam. Wenn ihr keine Schmerzen habt, könnt ihr Schwefel weglassen. Wenn ihr jung seid, könnt ihr B12 weglassen. Torej, če ste mladi, nimate bolečin, lahko izpustite žveplo in pa B12, Aber ich meine, mit diesem Paket, den 3 holt ihr aus der Dunkelheit raus. ampak s tem paketom D3 vas potegne iz teme, OPC durchblutet euch. OPC poskrbi za dobro prekrvavitev, Vitamin C Baustein. vitamin C je vaš gradnik, B12 seid ihr mental fit. z B12 ste mentalno fit Mit Schwefel sind die Schmerzen weg. in z žveplom odstranite vaše bolečine. Und jetzt zum Thema Krebs. In sedaj se bomo lotili teme rak. Kann ich euch mit der Blume erzählen. Ihr seid im Keller und bekommt Krebs ohne Torej, Gift. spet bomo razlagali na primeru rastline, torej dobite raka. Was muss die Medizin machen, nachdem der Krebs entfernt ist? Was müssen sie machen? Torej, kaj bi morali početi takrat, ko je rak odstranjen? Ein Signal ändern. Vaš signal spremeniti. Jeder Krebspatient Vsak pacient z rakom wurde operiert, je bil operiran, bestrahlt obsevan oder Chemotherapie gemacht, ali pa so mu delali kemoterapijo, aber ihr seid noch immer dieselben Menschen und seid noch immer im Dunkeln. ampak vi ste še vedno isti ljudje in še vedno ste v temi. Bei keinem Krebspatient wurde Vitamin D3 gegeben, dass du draußen bist an der Sonne niemals Krebs bekommst. Ampak nihče bolnikom z rakom ne da vitamina D3, zato da bi telo dejansko vedelo, da je zunaj na soncu v akciji. Und darum kriegen die Leute nach 3-4 Jahren Krebs überall. In zaradi tega ljudje po 3-4 letih dobijo raka vse posod na telesu. Knochenkrebs, Dobijo na kosteh raka, Leberkrebs, na jedrih, Gehirnmetastasen možganske metastaze und Lungenkarzinom. in karcinom na pljučih. Das merkt ihr. Und außerdem, bei keinem Krebspatient wird der Vitamin D3-Spiegel gemessen vor der Therapie. In nikoli pri rakastih pacijentih predhodno ne izmerijo nivoja vitamina D3. Ein Krebspatient braucht 1 Million Einheiten. In pacijent z rakom bi pravzaprav potreboval 1 milijon enot vitamina D3. Und so ich sage, außerdem, eure Körper werden bei der Chemotherapie nicht geschützt. In druga stvar pa je, da pri kemoterapiji vaše telo ni zaščiteno. Für 1 Million gesunde Zellen, für 1 Million Kranke sterben 1 Million gesunde mit.
Za to, da umre 1 milijon nezdravih celic, umre tudi 1 milijon zdravih vaših celic. Deshalb müsst ihr bei der Chemotherapie die Naturmittel mitnehmen. Zaradi tega pri kemoterapiji je zelo pomembno, da vzamete in jemljete tudi naravna sredstva. Wenn ich Krebs habe, nehme ich erstmal die Naturmittel. Torej, če imam raka, bi jaz osebno najprej jemal naravna zdravila. Wenn ich schaffe, den Krebs zu stoppen, ist in Ordnung. In če mi uspe zaustaviti raka, je to super. Wenn nicht, muss es entfernt werden. Če pa ne, pa ga je potrebno odstraniti. Wird das braune Blatt nicht entfernt, wird die ganze Pflanze braun. Ker če enega rjavega lista na rastlini ne odstrani, bo mogoče postala cela rjava. Aber danach bitte Vitamin D3, Ampak potem jemljite vitamin D3, OPC, Vitamin C, OPC, vitamin C, Carnitin, karnitin, Quercetin. kvercetin. Quercetin ist das einzige Mittel, was Tumore stoppt. Kvercetin je edino sredstvo, ki ustavlja tumorje. Die Tumore wachsen nicht wie ein Luftballon, wie eine Pumpe, Torej, tumorji ne rastejo tako kot en balon na zrak, ki se sondern es sind kleine Blutgefäße. ampak se širijo po žilicah. Und die kleinen Blutgefäße gehen die Zellen hoch und der Tumor wird größer. Und dann steht wieder Blutgefäße. In takrat, ko se te žilice širijo, se širi tudi tumor. Und Quercetin verhindert das Wachsen eines Tumors. In kvercetin pravzaprav prepreči rast teh žilic in tumorjev. Ich habe auch viele Krebspatienten, Imam veliko pacientov z rakom, die sterben nicht, ki ne umirajo, die bleiben am Leben. ostajajo živi. Und außerdem müsst ihr euren Darm schützen. In zraven tega je potrebno ščititi tudi vaše črevesje. Mit Probiotika, mit Metabiosa. In to s probiotikom Vitabiosa. Warum? Weil die meisten Menschen es ja auch, der Franz könnte mir bei Krebs helfen. In veliko ljudi me pokliče, gospod Franc, a nam lahko prosim pomagate pri raku. Ist der ganze Darm zerstört, das Essen kommt oben raus. In zgodi se, da dejansko celo črevesje je uničeno in hrana se jim vrača spet nazaj gor. Und da kann man nicht mehr helfen. In potem je zelo težko pomagati. Ich habe auch viele Videos, in was ich berate, was wir der Robert Franz bei Krebs machen, sind überhaupt auch Videos im Internet. Torej na internetu lahko tudi najdete ogromno enih videov, kako bi recimo Robert Franc sebi pomagal pri raku in pa tudi ostale teme. Ist der Laden auch da jetzt in Ljubljana, Imate tudi trgovino sedaj v Ljubljani, ki jo lahko obiščete, auch in Maribor. tudi v Mariboru. Da könnt ihr nachfragen, da könnt die Leute sagen, das würde ich machen. Torej lahko tudi ljudi poprašate, torej kaj bi naredili v takem in takem primeru. Und nimmt die Natur mit ins Boot, egal was ihr macht. Torej naravo vzamete zraven, na prav ni važno, kaj počnete. Durch Gift ist noch keiner gesund geworden. Torej zaradi strupa še nihče ni postal bolj zdrav. So, ich habe gesagt, ich werde ein neues Buch schreiben, was wir der Robert Franz machen will. Torej rekel sem, da bom napisal novo knjigo, kaj bi napravil Robert Franc, če Das auch in Slowenisch übersetzen. bo tudi prevedeno v slovenščino. Und da könnt ihr sehen, was ich machen würde bei Diabetes, bei Asthma, bei COPD. Torej lahko boste videli, kaj bi Robert Franc naredil pri diabetesu, astmi in pa drugih boleznih. Die Sachen kommen aber nicht, wenn die Naturprodukte nehmen, weil niemals ein Asthma haben, wenn niemals COPD. Und die wichtigsten Werte auf einen Laborwert, wenn ihr Blutanalyse macht, Torej, in če delate neko krvno analizo, boste videli, sind Vitamin D3 und B12. gre za vitamin D3 in pa B12. Und kein Arzt misst, sie sind auch gar nicht drauf. In nihče ne meri, če imate pomanjkanje tega v krvi. Wir müssen sogar bezahlen, damit wir die Sachen erfahren. Torej, celo morate plačati, da bi izvedeli, kakšne so vrednosti tega v vašem telesu. Habt ihr einen tollen Vitamin D3-Spiegel? Če imate zelo lep nivo vitamina D3, Funktioniert auch eure Leber? funkcionira vaša jetra. Viele von euch haben schlechte Leberwerte oder Fettleber. Torej, veliko vas ima zelo slabo sliko, kar se jeter tiče, ali pa maščobe v jetrih. Und der Arzt sagt, ihr trinkt Alkohol, In vaš zdravnik reče, da pijete alkohol, obwohl ihr keinen Alkohol trinkt. čeprav pravzaprav sploh ne pijete alkohola. Ohne Vitamin D3 fährt der Körper die Leberleistung runter. Brez vitamina D3 se začne zmanjševati aktivnost vaših jeter Und die Leber schafft nicht mehr, in vaše jetra več ne uspejo. das Gift zu verarbeiten. Durch Vitamin D3 geht die Leber wieder hoch. Vsega tega strupa predelovati in z pomočjo vitamina D3 se začne aktivnost jeter spet zviševati. Da seht ihr, alle Körperfunktionen sind vom Vitamin D3 abhängig. Torej vidite, dejansko vse telesne funkcije so odvisne od vitamina D3. Und deshalb setze ich mir auch ein, dass jeder Mensch, egal wo, Vitamin D3 nimmt. Torej zaradi tega se tudi zavzemam, da vsi ljudje ni važno, kje jemljete vitamin D3. Und wie ich angefangen habe vor 3 Jahren, war dieses Vitamin D3 52 €.
In takrat, ko sem začel pred 3 leti, je takšna steklenička stala okoli 52 evrov. Da habe ich gesagt, okay, ich will es verkaufen, habe gesagt, Sie dürfen es nicht verkaufen, weil Sie kein Arzt sind. In želel sem to prodati, ali so mi prepovedali, ker so rekli, da nisem zdravnik. Was habe ich gemacht? Habe mein eigenes Vitamin D3 gemacht. Torej, kaj sem naredil? Začel sem proizvajati lasten vitamin D3. Allergenfreies Öl. Brez alergenov, olje brez alergenov. Und was denn, ich müssen verlangen, 52 Euro? In moral bi pravzaprav zahtevati 52 evrov. Nein, habe gemacht 26. A sem ceno raje spustil na 26 evrov. Jetzt folgendes Jahr habe ich gesagt, die Menschen müssen Vitamin D3 haben. In prejšnjo leto sem si rekel, resnično si ljudje rabijo vitamin D3. Noch billiger gemacht, 19. In sem ga prodajal še bolj poceni in to za 19 Weil ich möchte die evrov. Menschen einsetzen. Zaradi tega, ker se zavzemam za ljudi. Es dreht sich nicht um etwas zu verkaufen, es dreht sich Menschenleben zu retten. Ne gre se za to, da se nekaj prodaja, gre se za človeško življenje. Egal, wo ich auf dem Planeten lebe, ob ich in Slowenien lebe, in Rumänien, in Österreich, Deutschland. Torej ni važno, kje na tem planetu živim, v Sloveniji, Romuniji, Avstriji ali Nemčiji. Es gibt keine Grenzen. Meje ne obstajajo. Was uns ausmacht, ist unsere Erfahrung. Torej tisto, zaradi česar smo drugačni, so naše izkušnje. Was euch zu Menschen macht, ist nicht die Frisur, die tolle Kleider. Torej, kar vas naredi edinstvenega človeka, ni vaša frizura, ni vaša obleka. Sondern was für Erfahrung habt ihr und was könnt ihr den Menschen geben? Je to, kakšne izkušnje imate in kaj lahko date ljudem. Und da fühle ich mich überall zu Hause. Ich fühle mich überall zu Hause. Zaradi tega se vse posod počutim doma. Wir leben auf diesem Planeten. Živimo na tem planetu. Es wird nicht mehr und nicht weniger. Ne bo postalo nič več in nič manj. Wir können uns weiter Kriege führen. Lahko še dalje vodimo neke različne vojne, proti Noch mehr Grenzen aufbauen. lahko še več mej postavljamo, Oder wir können teilen. ali pa lahko delimo med sabo. Aber jeder braucht im Leben diesen Vorteil. Ampak vsak rabi oziroma ima v življenju neko prednost. Aber das einzige Vorteil, was das Leben hat, ist eure Gesundheit. Ampak resnično velika prednost, ki jo pa imate, pa je vaše zdravje. Ohne Gesundheit könnt ihr euch nicht verwirklichen. Torej, ne morete sami sebe udejstvovati, če nimate zdravja. Wenn ich gesund bin, kann ich unter der Brücke leben Če sem zdrav, lahko živim tudi pod mostom oder als Millionär. ali pa kot milijonar. So dass heutzutage durch den Vortrag habt ihr die ersten Schritte gelernt, was ich machen würde, um gesund zu werden. Torej, s tem predavanjem ste ugotovili, kaj bi jaz naredil, se pravi neke prve korake proti zdravju. Ich habe es gemacht, jetzt seid ihr dran. Torej, jaz sem to naredil, sedaj ste vi na vrsti. Ich meine, machen wir jetzt kurz Pause, natürlich alle Fragen beantworten. Es sind verschiedene Menschen, die haben allerlei für Probleme. Ganz viele Fragen und nochmals vielen Dank, dass Sie da waren. Torej, sedaj bomo naredili kratko pauzo, predavanje smo zaključili, namreč tukaj je še nekaj ljudi, ki bi radi postavili vprašanja in po kratki pauzi se seveda potem sledi vprašanje in pa odgovore. In hvala vam za vašo udeležbo.